grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bund. Es hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klausi zupft auf der Gitarre. als Backe spielt wir noch den Wiener Scham. Die Quetsche klingt halt super fein. Die Kontrapumpe hinten rein. Und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Drum, Leil, grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bund. Es hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, habe die Ehre, meine lieben Freunde. Grüß euch Gott, heute wieder mal zum Latschen. Nicht aus der Klasse Klaus, sondern aus dem Studio Donaufels. Ja. Schaut's. Die zweite in diesem Jahre, die Nummer, Jawohl. Ausgabenummer. 205. So schaut's aus. Grüß dich gut von meiner Seite. Die erste da wieder aus Wien. Quasi aus dem Urlaub zurück. Also Urlaub, mein persönlich so titulierter Urlaub in der Klause, Ja. längere Zeit. Über 2 Wochen. Über 2 eigentlich Wochen jetzt. durchgehend. Über 2 einmal, Ja, ja. Weltklasse. Natürlich total schade, dass dieser Urlaub vorbei ist, weil ich das immer sehr genieße. Andererseits natürlich, ich freue mich schon wieder auf neue Taten im Wienerischen. Voller Tatendrang, mein Lieber. Und ich würde jetzt einmal fangen mit der wichtigsten Tat an. Ja, fangen wir an. Wir werden das Unbottling vornehmen. Diesmal weiß ich, ob er schon da ist, der Alexander Hauser. Muss ich schauen, warte mal. Ist der Alexander Hauser schon da? Ist er schon da oder nicht? Wo ist er? Ja, sicher nicht. Nein, ist nicht da. Ja. Oh ja, da ist er. Alexander Hauser. Jawohl. Heute werden wir endlich einmal greifen zu einem ausländischen Wein, zu einem italienischen, den uns der Alexander zukommen hat lassen. Also eigentlich seine Frau. Hat ihm Sie hat dann transportiert und aufgetragen. aufgetragen. Nicht zu uns aufgetragen, sondern zum Wirten. Also zum Taschler. Also ich würde sagen, also ich schalte um, ja. Kamerakind Patrick ist. Warte mal. Jetzt on air. Jawohl. Ich gehe zum Weinkühlschrank. Bitte zum Weinkühlschrank. Auf. Man sieht, der Wein, ein gutes Studio, das zeigt sich auch vor allem dadurch, dass der Weinkühlschrank nicht allzu weit weg ist. Jawohl, schaut da was, da hat er schon. Da haben wir schon. Da hat er schon das Flascherl aus der Toskana. Aus der Toskana, jawohl. Einmalig. Wunderbar. Aber das magst du wirklich immer sehr gut, muss ich sagen. Also Ja, da bist du das wirklich ein ist- Talent. So geübt, mein Lieber. Talent, ja. So, ich brauche einen Stoppbezieher auch noch da. Das ist das nicht, das braucht. Oh, ey. Jetzt fangst du wieder zum Sudern an. Tut dir nicht weh. So, was habe ich denn gegeben? Das letzte Mal schauen. Habe ich noch da? Oder? Einer, der geht. Nimm einfach den, mit dem jeder normale Mensch eine Flasche Wein aufmachen Hast du kann. jetzt einen... Ja, habe ich auch. Nein, irgendwo. wurscht, ich mach's Ja, schon. was jetzt da? Willst du jetzt einen anderen oder? Liebe Freunde, ich beginne das Unbottling. Warte, das wäre sofort das Kamerakind So, Glas. Entschuldigung. Das Kamerakind Glas wäre ich das. Geht's schon? Geht schon, jawohl. Jawohl. So, schau da was an. Ui, schon wieder das da. Jetzt steht das so. Brauchst du einen Schutzhelm oder Schutzbrille oder irgendwas? Nein, glaube ich gar Ich nicht. weiß nicht, was du so angestellt hast zu Wiener. Schauen wir. Ein Langkorken. Ja, Langkorken. Ja, jetzt schaust du aus, Patrick, wie war's, was die? Ja, einmalig. Einmalig. Sehr schön. Einmalig. Und das, meine lieben Freunde, hat natürlich Folgendes verdient. Würde ich das Ich Glockerl danke schön. nicht ich danke vergessen. euch auch für den Applaus. Gell? Danke Das euch Glockerl. herzlich. Das Glockerl von Nicole und No. Peter. Peter. Peter folgt. Ja, Entschuldigung, wenn wir zuerst die Damen immer im Gedächtnis bleiben. 2021 im Bottigliato. Ah ja, das ist italienisch. Ja. Italienisch. Das kann ich, du hast ein Talent dafür, so habe ich schon gehört.
Indikationen, Geographica, Typica. Also was typisch, also wie ein DAC quasi trinken. Ich schenke. Schick einmal. Erst, aus der Toskana. Aber was für weit, das erschließt sich mir nicht, da, gell? Nein, mir auch nicht. Vielleicht ist es ein Stoppe. Aber aus der Toskana. Ein Weißer aus der Toskana. Villa Piglio. Bin sehr, sehr gespannt. Campassi Therme. Ja. Skierspielertauglich. Ich weiß nicht, wie das Zeichen da. Also das ist ein anderes Achtel, ist egal. Auf jeden Fall danken wir dem Alexander Hauser herzlichst für diese Weinspende. Und der erste Schluck aus dem Studio Donaufeld. Ja, ist nicht so. Das geht. Das widmen wir natürlich euch allen, unseren liebsten Pavlacisti, auf euch zum Wohl. Sehr zum Wohle. Schönes Grücherl. Ein schönes Grücherl. Sehr grün, Sagt man so, grasige Grücherl, Noten. sagt man nicht. Gell? Grasige Noten. Grasige Noten. Ja, ist nicht schlecht. Ist gut. Ich überlege mir gerade die grasigen Noten. Aber was denkst du, ein nasses Gras oder was? Oder trockenes Gras? Frisches Gras. In der Nase, im Geschmack überhaupt nicht. Also in der Nase. Nase, ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, jetzt, wo du es sagst. Na gut, das werde ich nicht kennen. Also, aber mir wurde das auch erklärt von einer angehörten Verwandten sozusagen, wenn man das so sagen will, so deppert, also nicht verwandt, aber doch verwandt, die eine Winzerin ist und die die Schule gemacht hat in Klosterneuburg. Schon mit Stock, oder? Ja, genau. Ja, können wir ruhig sagen. Ja, nein, ich habe mir überlegt, wie das sonst so. Und die hat das so erklärt, dass sagt manche, wenn du zum Beispiel sagst, Duftnoten, mäßig beim Wein, Geschmacksnoten, die einen schmecken nach Obst und die anderen schmecken zum Beispiel so Schokolade oder sowas. Aber du kannst nicht allgemein sagen, das ist Brombeer, weil nicht jeder Brombeer schmecken wird. Aber Ja, viele. kann man sagen, dunkle Früchte. Ja, dunkel, weiß ich nicht. Das. Aber auf jeden Ja, Fall. Weit entfernt. Auf jeden Das Fall. war ein Wunder. Jetzt, das war Auf jeden Fall absolut würdiger Wein. Ich nicht mehr sagen, jetzt wird da dunkle Früchte. Der dunkle Früchte. Du, aber ich glaube, das ist eine Premiere. Glaube ich. Ausländische, nein, deutsche Weine haben wir gehabt. Deutsche Weine haben wir schon mehr. Schweizer haben wir gehabt, schon Weine. Haben wir auch schon gehabt, stimmt. An Franzosen haben wir auch schon gehabt. Aber Okay. Mann, Irgendein Roter war oh, halt dabei. was? Wirklich? Der Ballatschen, ja, ja. Kann mich gar nicht erinnern. Kann sein. Ein Franzose? Ein Franzose? Ja, wird gut gewesen sein, weil Wein machen können es wirklich. Aber auch diese Keine Frage. italienische Weine auch gut. So, ich widme mich kurz dem Chat. Susanne Faber ist da, Ludwig Saas, Christi Gott, Alexander Hauser eben schon ganz am Anfang. Und danke nochmal für das herrliche Trepferl. Wir haben noch, der Georg Scheurer ist da, jawohl, Georg Scheurer vor im Start. Susanne Moser, Christi Gott. Grüß dich! Heute wieder ein bisschen angeschlagen, aber nicht grippemäßig. Meine Lunge macht Probleme. Jesus, nein, Susanne Moser. Moment, da können wir sofort mit einer Klangschalenbehandlung vorgreifen. In Kombination mit einer Oregon-Rode Achtel von die Pavlacisti für die Susanne Moser, auf das die Lunge, was hast du geschrieben, macht Probleme, auf das die Lunge keine Probleme jemals mehr machen wird, sondern brav, ausdauernd, korrekt arbeiten möge. In diesem Sinne, Susanne Moser, alles Gute dazu. Und die Pavlacisti haben das sicher eine Oregon-Rode Achtel eine. Und jetzt kommt die Klangschalentherapie dazu. Jawohl. Du, und der Achtel trinken wir auf Passen, dass das Mikrofon nicht zerreißt. Nein, ich sehe das ja. Ich könnte ein bisschen Ja, lauter. da jetzt schon dazu. Aber ich glaube, ich könnte lauter dran, gell? Sind wir so leise heute? Susanne Moser, alles Gute. Alles Du pass auf, nein, ich trage ein bisschen lauter. Ja, das wird noch eingestellt, selber der vom letzten Mal. Also von der Klause. So, wie machen wir noch? Der Markus Volker ist da. Juhu, wieder Montag. Jawohl, Servus, Markus Volker. ganz leibend. Ich kann nur sagen, juhu, du bist auch wieder dabei. Das freut uns immer sehr. Und dem Markus Volker noch einmal herzlichsten Dank für deine oftmals sehr, sehr großzügigen Schmattes Einzahlungen, die du magst. Aber nicht nur das, es kommt bei Markus Volker ab und sein Flaschel danach. Das daher. kann das sein. Haben wir beim letzten Mal Aber das präsentieren wir ja ohnehin. Haben Ja, wir das war letztes sehr Mal gut. haben wir genossen, ja. Quasi unser Silvestersektorl aus den deutschen Landen. Und ich muss sagen,
Wenn der Markus Volk uns einen Wein schickt oder Sekt oder so, dann wissen wir schon, okay, das ist ein guter. Also das ist ein guter. Also Absolut. Markus Volk ist auch ein guter, aber der Wein ist, wissen wir schon mittlerweile, können wir schon sagen, immer leibend dabei. Raffi hat es geschafft, er ist dabei. Hat man aufgesagt, Super. dass er nicht weiß, ob es ausgeht. Wird Telefonat erledigt, Raffi. Jawohl, schön, dass du da bist. Unser Steirerbur. Und natürlich gleich die Daniela Schlegel. Unsere Prinzipessa am Start. Grüß dich Gott. Michael Unger ist da. Servus, Matthias Mariacher, der Wolfgang. Ehemals Spaziergang. Ja, 16er beim Time. Der Maike ist wieder mal da. Maike, Servus. Justine, hoffentlich neben dir. Busel an die Justine. So, Fritzl Stadtguss, unser Grand Senior, der Pawlatschen, ebenfalls am Start. Ganz große Freude. Jawohl, die Hette aus der Schweiz, jawohl, ganz großartig. große Freude, liebe Hetty, die ist leibend. Momo M. Nimm auf. Momo M, the Princess of Dawn. Jawohl. Servus Momo. Grüß dich. Der Maber ist da. Jawohl, Matthias Mariacher, habe ich schon gesagt. Christoph Acker. Treibelflock, unser Jawohl. aller Ackerl. Uli Slonek aus Helsinki. Einen schönen guten Abend. Landtagsstürmer Markus, ohne dich ja auch keine Pawlatschen. In der Tat. Ja. Dankeschön, Markus, für deine oftmaligen Kommentare auf unsere Shorts und Videos auf YouTube. Das ist sehr leibend. Super. Ja. Fesches Thumbnail, sagt der Christoph Ackerl. Ja, das wollte ich schon anmerken. Das ist eines der ersten, also das erste Foto aus dem Reigen der Fotografien-Sessions mit dem Ackerl im Zusammenhang auch mit Marvi Mit Hof. Marvi Hof, ja. Und das Foto war das erste, was jetzt in die Öffentlichkeit gegangen ist. Made war das- by wir haben Christoph ja- Acker. Bei der Wanderung sind. Genau. Wobei auf den sozialen Medien ist schon ein zweites auch, und zwar wie wir im Kurstall stehen und Ah anschauen. ja, das habe ich auch schon. Ja, Genau. stimmt, das habe ich auch schon. Das ist auch schon da. Ja, weißt du, wenn ich mal geht's Content dahin. habe, den Heuasse in einer Windeseile, dass man es nur Rauchen hört. Karin Albertiner Priesternik ist da, servus, der Lord Dauer, jawohl. Franz Brandwein, unser allerlei Pferker, endlich wieder am Start. Endlich, wir haben uns schon Suchen gemacht gehabt, Oliver. Servus, Es wurde ja. letztes Mal schon besprochen Ja, mit ja. der Pawlatschen, ob alles in Ordnung ist mit dir. Da musst du ordentliches Schnackerlstessen gehabt haben, weil da haben wir gesagt, was ist mit Brandwein? Und ich habe dann aber gesagt, Der er macht öfters mal so ein Pause. Detox. So, heute macht man nicht eine Pause, sondern sagt man Detox. Online, hab ich auch gemacht, jetzt 4 Tage. Du hast auch einen Detox, nur du. 5 Tage nichts getrunken. Ja, ja. Ja, gut, Außer Wasser, Pfefferminz, die Kamillentee und so. das wird da passiert sein. Das war aber auch schön, was? Das ist auch nicht schlecht, gell? Das ist auch nicht schlecht. Auf jeden Fall nehme ich an, Franz Brandwein, dass genau das der Grund wieder war, dass du wieder eine kurze Pause Vermute auch, eingelegt ja. hattest. So, hätte sagt frohes Jahr euch allen, jawohl, ja, hätte ganz leibend. Markus Bestonik, guten Abend zusammen, nur ein Montag mit der Pawlatsch ist ein guter Montag. Bravo, Markus. Das freut mich, dass du siehst. Dankeschön. Schau, Kapellmeister, einer, du hast gesagt, schon da. Hengel grüßt Stengel aus Oberbayern. Stengel an Servus. Hengel. Servus. Freut mich sehr. Ja, bei mir gibt es heute nur einen Doseling. Botteln sind gut, aber aus. Ja, Dosen ist auch gut. Auslehnen an Zweigel trinkt der Christoph Radau aus. Servus, Christoph. Schön, dass du dabei bist. Der Franz hat schon geantwortet, alles gut. Rund um Weihnachten war es nur sehr stressig. Jawohl, jawohl. Ah, Ich habe mir's alles in gedacht. Ordnung. Ich habe mir's gedacht. Ich habe mir's gedacht. Peter folgt. Möge die Schmattesglocke kräftig klingen, Nicole und Peter grüßen die Runde. Jawohl. Wie gesagt, Nicole habe ich sofort auf der Zunge gehabt, den Namen. Gleichwohl ist mir dann der Herr daneben nicht gleich gefallen. Aber ich wusste, wen ich meine. Also, danke nochmal Peter folgt und an die Nicole für dieses traumhaft leibende Geschenk. Na, da sieht man es gar nicht so gut, gell? Jawohl. Jawohl, ist echt leibend. Taugt mir Ein voll. Traum. Ein Ist Traum. unsere Schmattesglocke. Sie ist ein guter Begriff. Haben wir das so? Haben wir Haben wir das letzte so Mal schon besprochen. gesagt, gehabt, Schmattesglocken? Wirklich betitelt betitelt als haben wir es Schmattesglocke? nicht, aber einen Namen haben wir nicht gehabt. Ne? Das ist die Schmattesglocke. Bitte das Glockerl nicht so nah an das Mikrofon halten. Sagt der Michael Unger. Ja, du, das ist einfach Abenteuer. Das ist einfach, so ist das Leben. Es ist nicht immer alles sicher. Aber ich werde mich bemühen. Michael. Jawohl, Christoph Radau, zum Wohl ihr beiden sagt. So, wo bin ich noch? Es gibt nur 4 Arten von Wein. Weiß schmeckt oder schmeckt nicht. Rot schmeckt oder schmeckt nicht. Christoph Acker,
hat noch Aufklärungsbedarf. Aber, Ein bisschen. aber grundsätzlich passt schon. Schaut, das sind die Achteln für die Susanne Moser. Jawohl. Susanne, das hilft nicht bestimmt, das hilft, Punkt. 100%. Das Shooting war so lustig, ja, Daniela Schlegel, Max waren ja auch dabei. Ja. Jawohl. Jetzt das noch schaut, ist Susanne Faber. Wurde heute nach Hause geschickt. Wegen hohen Entzündungswerten und wegen Halsschmerzen für 3 Tage Antibiotika bekommen. Jesus, nein, erst. Susanne Faber, erst. Ich weiß ja nicht. Sofort auch für dich eine Klangschalentherapie. Da klingeln an die Uhren da. Das deppert, ja, ist mir ja, ich werde das auch ein bisschen seltener verwenden. Ja. Nein, wird alles werden. Alles Gute, Susanne Faber. Wird werden. Schlagwerker, sag ich Ja, mal. sag, ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. So. Jawohl, Raffi, schau, vielen Dank nochmal, Buben, das hätte mir Ja, nicht gefallen. passt. Ja, das ist bestimmt. Bell Chantal, genau, die Chantal-Glocke. Patricks Finger muss bleiben. Ja, der bleibt da. Patricks Finger muss bleiben, unbedingt. Nein, das ist die Glocke, ein schmattes Glocke, das ist eine Glocke, die einfach zusätzlich verwendet wird zu den Achteln, zum Trinken. Genau. Ich sage mal, noch frei nach dem wir wollen. Ne? Genau. Das macht schon Spaß. Muss man weiter unten leiten. Ja, oder da vorne vielleicht ist besser. Weit unter dem Tisch, Leute. Weißt, wirklich, wie man so gut Stepperzeug hat, das war Glocken, Leute. Ein Glocken. Jetzt leid's, wo ich nicht will. Das ist wieder großartig. Das gefällt mir schon wieder. Was hast du jetzt gemacht? Eigentlich. Ich kann das Wie hast du das was war gemacht? da verkehrt? Wie hast du Ich das hab gemacht? gemerkt. Ich hab nicht gegangen. Das neues Jahr fängt schon an und wir haben uns schon. Ah, Es kann nur ein Gutes werden, dieses. einmalig. Schau, Susanne Moser, danke für die vielen Achteln. Am Donnerstag weiß ich mehr, ja. Gib uns Bescheid, Susanne, und was wir stehen hinter dir, so gut es geht. Ich meine, es hilft ja jetzt so Ja, aktuell gar nichts, Ja, ist schon gar klar. Aber ein bisschen vielleicht mental, weil wir meinen das schon ernst. Nein, das ist kein Theater. Dass wir da das Beste wünschen, das ist einmal ganz klar. Und ja. Schau dir Daniela Schlegel zum Christoph Acker. Es würde da auch noch ein Making-of mal Videomaterial geben. Ja, leibend. Du, Daniela Schlegel, es war ja bei diesem Fotosession, war ja auch dabei die Vicky und der Manfred. Der Manfred Ja. hat eigentlich nur kakelt, indem er uns alles bereitgestellt hat, wie wir es braucht haben, was der ein Sessel da, ein Sessel tut oder sowas. Ein Beil dort in die Haare, Ja. ein Beil weggenommen, das ist so weit zu gefährlich. Ja. Da die Vicky und die Daniela haben so mitunter auch mit dem Handy mitgefilmt, und die Vicky hat zu mir noch gesagt, du, ich schicke dir dann die Fotos, diese quasi Behind-the-Scenes-Fotos, die schicke ich dir am Abend. Und dann hat sie gesagt, nein, schicke ich dir nicht, weil sie hat allein schon 1000 Fotos gemacht oder so. 800, 900 Fotos gemacht. Und wenn natürlich die Daniela Schlegel auch Material hätte, würde es uns sehr freuen, wenn du Aber uns zuschickst. sicher. Schick mir das über WeTransfer zu, was du hast. Das war leibend. Das war leibend, Daniela. Das war super. Ja. Das Kleckerleut kommt das Christkind. Ja, war schon da. War ja schon da. Der Michael Hunger hat schon die besten Ideen wieder, nicht wahr? Ja, schon. Und die Glocke läutet, muss 6 getrunken werden. Finde ich eine gute Geschichte. Schön. Jetzt habe ich Ex getrunken, aber nicht die Glocken geleitet. Ne? Die Glöckner von Donau. Der Wahnsinn. Bei dir weigert sich der Klöppel. Ja, Bei dir weigert sich der Klöppel, dass er man da. kennt solche Dinge. Bei mir fallen noch Gewehrschäfte und zerbrechen und so Sachen. Ja. Schau. Na, Patrick, na, schaust vielleicht. Jawohl. Ludwig saß. 10 Euro Schmattesglocke gehört. Ja, wenn das so leicht geht. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Ich höre gar nicht mehr auf. Ja, zu meinen. hör auf. Ich weiß gar nicht, was ich anfangen soll mit dem ganzen Geld, was da reinkommt. Lass steh. Bravo. Ludwig, danke dir, gell? Ich Sehr danke zum dafür. Wohle. Prost auf dein Wohl. Jawohl. Ein süffig guter Wein. Ja, muss ich echt absolut. sagen. Süffig guter Wein. So, jetzt werden wir dann was spielen. Die quetschen kann er, aber der Glocke, ja, gell, Christoph? Da ist ein bisschen botschert.
Für ein Ton Musik ist Patrick nicht zuständig. Genau, da braucht er mindestens 2 Glocken. Mindestens 2 Ton. Ja, die 24 Stunden Leute, richtig. Ja. Schau da, Hubert, das Garmisch ist da. Guten Abend, so war Bayern, grüß dich Gott. Servus. Das Video wird ja schon geschickt über WhatsApp. Schicke ich dir aber natürlich nochmal über WeTransfer. Hast du über WhatsApp geschickt? Weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass das kommt. Ja, die Dani ja, raus, ja. Aber schick mir es bitte. Ich hab's auch nicht gekriegt. Über Ich hab's auch WeTransfer. nicht gekriegt. Also, Die Tannfinger von Klaus sind besser wie die Glocken. Jawohl, weil es Würstelfinger sind. Meinst du? Ne? Sprich den aus, Wolfgang. naja, von Würstelfinger weit entfernt. Also, Na, erst. da sind ja keine Pflasterer hin. Ja. So wie der alte Picardi. Auch ein Kontergitarrist aus Wien. Machen wir gleich ein Medley. Machen wir ein Medley? Ja, Mit ja. was fangen wir an? Was war? Was haben die Leute? Ja, das hätte ich sagen einfach jetzt so. Was haben die Leute einmal gemacht, wie noch kein Weib war? Wer hat die Stimmung dann gebracht? Das wird mir nicht klar. Da muss ja Fahrt gewesen sein und alles muss Start gewesen sein. Ohne Wein, ohne Wein, ohne Wein. Stell dir einmal vor. Was haben die Leute einmal gemacht, So so eine Musik, wir haben sie noch nur verbracht, bis in der Früh. Was kann denn gemütlicher sein, als wie eine Musik, ein Wein? Da schaut man in den Himmel hinein. Ich hab ein Stück Leutes Wien entdeckt, dort hat sich eine Gemütlichkeit versteckt. Dort rief ich allen Spezi, die Fremdeln das versteht sie. Dort kommen alle echten Werte zusammen, die nur Herz fährt, wer muss ich haben. Und ist auch manche Stunde hin, dort finster Stückel, alles Wien. Het war die alte Zeit bei mir, leider nur im Traum. Sie hat so viel erzählt von ihr, aber leider nur im Traum. Sie hat mir manches Bild gezeigt, da hat noch Johann Strauß gegeigt. Wie ich bin munter worden, war alles verloren. Sie hat mir manches Bild gezeigt, da hat noch Johann Strauß gegeigt. Wie ich bin munter worden, war alles verloren. Drum Schramme tut's uns nicht verlassen, mein Wien wär ohne euch nicht Wien. Was nutzen uns die alten Gassen, wenn die Gemütlichkeit mit euch rein? Wir haben schon todelt alles erklärt, drum haben wir unsere Schrammen gehen. Mit so viel Herz spürt uns sonst keiner, wenn Lieder wie es mir gerne.
gerne, drum haben wir unsere Schrammen gehen. Mit so viel Herz spürt uns sonst keiner. Wenn er lieb wie so mir gern her. Jawohl. Da kann ich richtig ärgern. Ja, ja. Ein schönes Mädel, finde ich. Ein schönes Mädel. Ein schönes Mädel. Ja. Die Achtel von Ich einer. habe ganz gerührt heute. Ich danke. Das ist schön. Wirklich schön. Sehr, sehr schön. Ich darf, danke euch vielmals. So, was haben wir da jetzt? Ich glaube, eine Zeit ohne Musik hat es nie gegeben. Das erste Instrument waren wahrscheinlich zwei Steckerl aufeinander geklopft. Das erste, Das erste Instrument wahrscheinlich. Das erste Musik ist aber die Stimme natürlich. Ne? Klar. Sobald einer mal den Mund aufgemacht hat und gemacht hat, Ja. oder. Na, es wird einer draufgekommen, also immer wenn einem die Frau ruft, dass das anders klingt, als wenn sie ihm nicht ruft. Klischees natürlich. Natürlich. Und natürlich nicht missgegendert, sondern das sagt man anders wiederum. Wie sagt Das, man das, dazu das sagt man, was wenn man diese Klischees auspackt, dass man nicht mehr darf, was mir natürlich vollkommen wurscht ist. Aber das nennt man auch irgendwie. Das nennt man auch. So wie das habe ich auch noch nicht gehört, zum Beispiel Blackfacing. Weißt du, was Blackfacing ist? Ich weiß das, weil ich up to date bin. Weißt du das? Nein. Wenn sie ein weißer Schwarz anmalen. Nennt sich Blackfacing. Verböhnt. Verböhnt. Und ich habe das zu meinem Onkel gesagt, wie die Heiligen Drei Königin bei mir in der Klasse war. Habe ich zu meinem Onkel gesagt, ich kann mich erinnern, wie ich Kind war, in der Pfarre Altottergring. Und bei den Heiligen Drei Königin, bin da nie mitgegangen, immer was ein Haken gegeben hat, war ich Bölle, war ich weg. Ja. Aber ich kann mich noch erinnern, wie total, das war eine Meldung, wie das erste schwarze Kind war in der Jungschau. Na, großartig! Das war klar, ich glaube, das war beim Hochsommer. Und jetzt wissen wir, wer als Heiligen Drei König als Kasper geht. Aber das ist Das war selbstverständlich. ganz klar, das war natürlich original, weil keiner hat sich mehr anschmieren müssen. Ne? Originaler geht's Ja, nicht. und kein Mensch hat Hat da was irgendwo Böses da? in dem Zusammenhang Ja. rassistisch getan. Ja, irgendwie. Aber was ist man? Nicht Was ist wirklich. man? Nicht Aber- einmal ansatzweise. Und da hat es gegeben weiß nicht, war das in Oberösterreich oder was in Deutschland, aber ich glaube in Oberösterreich, der da sind die Heiligen Drei Könige gekommen und der hat gesagt, nein, ich gebe nichts, wenn einer nicht angeschmiert ist. Wenn 3 weiße Heiligen Drei Könige kommen, dann gebe ich nichts. Weil ich bin aufgewachsen mit dem Schwarzen dabei, mit Kasper. Kasper Melchior, ich glaube der Kasper, nicht, war der Schwarze. Kasper Melchior Balthasar, ich glaube der Kasper war der Schwarze. Wurscht. Kasper ist der Schwarze. Prinzip, mir persönlich wurscht. So eine Leute keine anderen Probleme haben als das. Ja, schau, Christoph hat auch nachgelegt bei uns ist kalt. Ja. Bitte, möglicherweise waren es auch 4. Was? 4. 4 kennen. Ja, na gut, der vierte war Bam. Das ist wieder was anderes. Das ist wieder was anderes. Sag mir, na was. Weihrauch, Myrrhe und Gold und Olmützer Quagel. Kistel aus Kistel in Hulzenen, der Quargel geschmulzenen. Das ist ein Die Wahnsinn. Geschichte ist großartig. Ein Wahnsinn. Ja, aber weil der Christoph hat da sagt, nachgelegt, bei uns ist kalt. Das ist natürlich da jetzt für mich total ungewohnt, weil wir Kalt sind ist natürlich angenehm nicht warm da, Es ist warm, es ist- aber es geht uns auch komplett das Ofen nachlegen. Das geht uns echt an. Also die ersten Tage immer. Das ist total eine Umstellung. Wirklich eine totale Umstellung. Aber was willst du machen? Sag nur Othello, Fretzel Stadtkurse Weltklasse. Ganz genau. Ganz genau. Ja, ich meine, das ist ja, ich habe mir immer gedacht, dass wenn ich mich jetzt zum Beispiel als Indianer verkleidet habe beim Fasching, ja, natürlich, Perücken, alles gehabt, Na, das ist ein dann, Problem. ich meine, man verkleidet sich ja nicht als etwas, was man gering schätzt, oder? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Also, ich meine, das ist ja eine Würdigung, nicht? Wenn sich ein Kind als Winnetou geben will, nicht? Dann ist ja das, weil er aufblickt auf den Winnetou. Aber ja, ist ja wurscht, reden wir nicht von dir Volltrotteln. Wie lange war mit dem Quagel unterwegs, Matthias Mariacher? Folge eine richtige Frage. Ein paar Wochen, nicht? Wir müssen, ich weiß nicht, ob ich das habe, habe ich das irgendwo? Da Das hat hätte ja passt eigentlich. Da hat der jetzt auch. Stern von Bethlehem einen Umweg gemacht über Bämen. Ist plötzlich nicht mehr weitergeflogen. Hat am Soll ich schauen, wie ich Breitensack finde? gemacht. Soll ich schauen, wie ich es Ja, finde? kannst schauen, ja. Ich finde, die Geschichte ist großartig. Absolut. Der 4. heilige Dreck, kennt ihr nicht? Oder Kennt was? ihr das Oh, nicht? ja. Oh, ich glaube Die schon. meisten Ja. werden es schon kennen. Ich schaue mir nach, ob ich es finde. Von Wolf Haas, glaube ich.
Der 4. Heilige Dreikönig, ja. Heilige Dreikönig. Na, kein Video, ich brauche einen Text. Text machen wir, ja. Böhmische Weihnachtsgeschichte steht da. Das ist sie, ja. Warte mal. Das Schauen wir mal, wie es aussieht. Österreich, Böhmisch, was siehst du, da steht gar nicht von wem. Maggie, Christi Gott, servus. Die Maggie ist Bin da, jawohl. sofort ins Zimmer gekommen und sofort dabei. Ne? Das gefällt mir. Genau. Michael Haas, Favoriten am Mundart dich. Also ich wär's, du bin, obwohl ich kann ihn nicht beimakeln. Kannst du beimakeln? Beimakeln kann ich auch nicht. Ich tue es so gut Ich will mir hin und dann, weißt du. Oder kennen Sie? Weiß keiner. Aber die werden wir dann vorbereiten für jedes neue Jahr quasi. Das müssen wir vorbereiten. Ja. Weil es passt absolut. Also ich lese euch so halt vor auf die Gefahr hin. Das muss ich schon so machen. Muss ich Patrick-Style machen. Ich fürchte, man kennt mich nur sehr wenig. Ich bin der 4. heilige Dreikönig. Geboren, na das hört man im schönen Radec Kralove. Im Namen Jiri Prihoda in der Bibel stehe ich nie wo da. Das ist eine traurige Geschichte, die welche heute ich euch berichte. Es hat der Stern von Bethlehemen gemacht einen Umweg über Bämen. Und darauf habe ich gleich gewusst, geboren ist Herr Jesus Christ. Nu, weil wir Bäm benehmen haben, besorgte ich gleich schöne Gaben. Natürlich nicht kein geschiste Geschastel, na, Olmetzer Quargel im Hulzene Kastel. Meine Kollegen, die anderen 3 König, waren ungeduldig schon ein wenig in Damaskus, sie wussten warten, bis ich gekommen bin von Norden und Schimpfer mächte durften kriegen. Noch sag ich, kann ich vielleicht fliegen? Dann sind wir scharf rechts abgebogen und nach Jerusalem gezogen. Das Wetter dort war wunderschön, man hat die Sonne nur gesehen, no Proschimpane, was sag ich Ihnen, mein Quagel fängt sich an zum Rinnen. Der Balthasar hat gleich geschniffelt, was in der Wüste da so diftelt. Doch ich hab zu ihm gesagt, du weißt nix, ein Quagel, was nicht diftelt, heißt nix. Der Stern, der vor uns hergezogen ist, plötzlich nicht mehr weitergeflogen, hat gemacht am Bremser über einen Stadel, drin war ein Bursch mit seinem Madel und in einem Bramburi-Kistel mit Stroh und Windel, da hat sich gelegen das himmlische Kindel. Der Kasper, Melcher, Balthasar bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe dar und ich bring Kistel Hulzernes mit Olmitzer Quargel Schmulzenes. Darauf sagt der Josef, Maria, ich möcht wissen, hat sich der Bub schon wieder angestrichen. Der Evangelist Matthäus hat gestrichen drum, mich aus dem Weihnachtsevangelium. Man kennt mich darum nur sehr wenig. Ich bin der 4. heilige Dreikönig. Ich finde das so eine liebe Geschichte. Absolut. Michael Haas. Aber ich kann leider nicht bemalen. Michael Haas, ja. Ich kann das leider nicht, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Der hat amüsiert. viele gute Dinge geschrieben. Martin Heidinger, auch ein großer Ja, Freund von ihm, ja. absolut. Und Michael Heidinger Haas, natürlich ja. auch tausendfach besser In verschiedenste Sachen. intoniert, Ja. diese Geschichte. Michael Haas, Ja. ja. Das muss man sagen. So, ja, ich nehme mal einen Schluck. Aber so spontan, ja, das war ja am 6. vor 2 Tagen, Heiliger Dreikönig. Christus Mansionem Benedicat, nicht, sagt man. CMB. Oh, das heißt was anderes. Ich sehe nichts. Ich sehe schon. Wildcat. Jetzt sehe ich was. Wildcat. Kaum da bereits und schon ein... 5 Euro. Peer Character holding his belly laughing out loud. Ja, ich verstehe. Bravo Wildcat. Ich danke dir vielmals. Sehr Ein Schluckel der Erinnerung. Ein Schluck. Wildcat, auf dich und natürlich auf Sani und Mutzi, unsere vinophilen Nymphensittiche. Du, das mit Glockerl hat wirklich schon einen sakralen Charakter. Fast eigentlich, man doch Wiener Kirchen, gell? Ja. Ich wollte schon immer, wenn das her wollte, ich schon aufstellen, einen Bugel machen, irgendwas. Ein Buckel. Brauche ich nicht machen, den habe ich schon. Ja.
Ursprünglich heißt es 4 heilige Drei Könige. Der vierte wird nirgends erwähnt, nur der Gernot hat das vorgebracht. Ja, sagt er. Ja, aber das ist natürlich eine Weltgeschichte. So. Das vierteilige Drei. Ich kann das Bämmer nicht, weil ich rufe eher ins Jiddische. Genau, Ich falle dann ins Jiddische, ich kann das nicht. Ich kann das leider nicht. Wir müssen die üben. Aber zauber aus, ne? Bist du auch gleich wieder dran. Was spielen wir Party? Für einmal im Jahr. Was reißen wir an? War ich schon von der Jungschau geredet? Schau nie mit Tränen in den Augen. Schau nie mit Tränen in den Augen in die Vergangenheit. Du kommst nie mehr durch die Tür in deine eigene Kinderzeit. Stehst wie ein Bettler nur vor Dauer, hörst wie Kinder lachen dann. Und dass nicht lachen kannst wie sie, da sind die Sorgen schuld daran. Versteh dich nicht, es hat keinen Sinn, denn dich verraten deine Augen. Du kannst doch nie mehr wie ein Kind so sorglos und so glücklich schauen. Geh in die Zukunft, wo das Glück dir auch entgeht. Nimm dir als Trost den Blick von Kinderaugen mit. Ja, Drachenstein und Drittabschlag und Räuberhauptmann spülen und sich mit einem festen Madel hinterm Haus der Org verkühlen. Das war ein Spaß, das war so klasse. Das war ja gerade, stimmt's, mein Freund, aber heute spielen wir nicht mehr mit. Wir sind verstoßen, wie mir scheint. Und wie wir uns das erste Mal eine ganze Nacht am Ausbleiben traut, da hat die Mutterstadt festgeschlafen, da beim Fenster runtergeschaut und uns ganz ängstlich gefragt, wo war's denn, dummer Bub? Wenn du nicht heimkommst um die Zeit, hab ich keine Ruhe. Schau nicht mit Tränen in den Augen in die Vergangenheit, denn du kommst nie mehr durch die Tür in deine eigene Kinderzeit. Stehst wie ein Bettler nur davor, hörst wie's Kinder lachen dann und dass du nicht lachen kannst wie sie. Da sind die Sorgen schuld daran. Versteh dich nicht, es hat keinen Sinn, denn dich verraten deine Augen und du kannst doch nie mehr wie ein Kind so sorglos und so glücklich schauen. Geh in die Zukunft, wenn das Glück dir auch entglitt. Nimm dir als Trost den Blick von Kinderaugen mit Ressourcen. Tränen in den Augen in die Vergangenheit, denn du kommst nie mehr durch die Tür in deine eigene Kinderzeit. Stehst wie ein Bettler nur davor, hörst wie Kinder lachen dann und dass du nicht lachen kannst wie sie, da sind die Sorgen schuld daran. Versteh dich nicht, es hat keinen Sinn, denn dich verraten deine Augen. Du kannst doch nie mehr wie ein Kind so sorglos und so glücklich schauen. Wenn das Glück dir auch entglitt, nimm dir als Trost den Blick von Kinderaugen mit. Ui. Karl Rodener, schöne Nummer finde ich. Ich finde eine schöne Nummer. Der Wein ist gut, Klaus hat immer Luft im Glas, sagt Christopher da. Ja, das ist so ein bisschen so ein Gradmesser, gell? Absolut, mir schmeckt das sehr gut, sehr gut. Benedikt hat dieses Katzel vom Papst, ja richtig, vom alten Papst. Ne? Der andere war der Josef Gat. Josef Gat. Ja, die Glocke erzeugt bei mir eher Adrenalin, muss gleich fortissimo in die Tasten hauen mit einem feierlichen Präludium. Ja, bravo, Megi. Das ist natürlich das Los der Organisten. Ne? Ja, das ist so. Es ist halt ja bei mir so, ich denke mir, ich muss auf die Knie oder muss gleich irgendwas machen. Nicht? Irgendwas, weil immer wenn die Glocken gleich, was musst irgendwas musst du tun. Ja? Irgendwas Geschichte ist. Ne?
Mein für das ist ja Glocken da. Ne? Schaut dann nicht schlecht, ich sag da, CMP heißt Christusmansionem Benedicat, genau. Benedicat. Christus segne dieses Haus, ja. Wobei natürlich eine der vielen Varianten, das habe ich auch nicht, also ich habe immer geglaubt, es gibt nur die zwei Varianten, also Kaspar Mecher Balthasar, was sicher nicht ist, Christusmansionem Benedicat ist die wahrscheinlichere. Und dann bin ich aber tatsächlich auf, ich weiß nicht mehr welche, aber doch auf 4, 5 weitere Varianten gekommen und dachte, naja, haben wir auch Bewandtnis, also zumindest 2, 3 davon. Schau, Wolfsberg und Durft Ist auch da. Schönen guten Abend miteinander, servus Wolf. Grüß dich, da muss ich einen Schluck nehmen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber das mit der Glocke erinnert mich, dass ich da mit Ministrieren ausgeholfen habe, weil ich war nie Ministrant, ich konnte es aber. Also, ich war ein schlimmerer Bauke. Nicht? Nein. Und die anderen dann angestiftet dazu, der mit der Glocken geleitet hat, nicht? Dass er zwischendurch einmal einleiten soll. Nicht? Das ist, den Vorrat zu grießen, den er so zusammen herrlich schön war. Das hat mir wieder gefallen. Ja, ich habe das einmal, also ich habe auch nicht ministriert, aber da war ich glaube, es war eher auf einem Jungschau-Lager, da weiß ich nicht mehr wo. Und da war ich, und da war so ein Feldmess, haben sie da gemacht oder irgend sowas. Und irgendwie, der Pfarrer, da fahren wir neben ihm da, er hat gesagt, du musst an die Glocken leiten. Ich dachte, du bist deppert, damit war ich natürlich panisch. Ich dachte, was weiß ich, wann ich die Glocken leiten soll. Gibt es schon Ja, und ich habe alles, was er geschaut hat, oder gesagt hat oder da hat, habe ich es weiter verstanden. Und ich habe, glaube ich, während der Mess sicher 20 Mal auf die Glocken hingegriffen und immer da vorher nebenbei. Schön. Und dann. Ding. Alles klar. Ja, peinlich eigentlich. Schön, wenn dann die Eigentlich Bemerkung so kommt, spät. ja, auch diese Pavlatschen-Messe wird gelesen. Ja. Naja, aber eine Messe soll es ja doch nicht sein. Ich meine, obwohl eine Messe was Schönes ist, Was keine kann Frage. viele Mess ist als so ein Ding, ja. Und was Würdiges, aber ja, die Öfermesse. Entsprechend, nicht, wenn man sagt ja immer. 10 oder 11 Mess, je nachdem. Ja, die wo man ist, ne? Zehnermesse war immer in der Kirche früher, nicht? Und am 11 war die Messe aus und da ist man dann schon im Wirtshaus gesessen, beim Frühschoppen. Und deswegen gibt es sozusagen ein Synonym in Wien für den Frühschoppen, auch die Öfermesse. Und so manch einer war bereits bei der 10er Mess beim Wirten. Ja, also man muss ja was vorbereiten auch nicht. Und dann meine frühen Zeiten noch vom Vorher, dann, wenn er reingekommen ist, der ist dann auch zum Wirten gegangen früher, hat aber Kopfnuss gekriegt, diejenigen, auch jeder weiß. Die Leihwanden vorher. Das war ja. Also ich mit dir kannst du auch mal anschauen lassen. Das war der Ludwig Gruber, nicht Ludwig, wie heißt der vom Stille Nacht? Der Moor Gruber, nicht der Gruber, der Pfarrer halt, das ist der Pfarrer. Du kannst ja nicht. Ludwig Gruber ist ein anderer, der hat ein Lied, also ein Wiener Lied geschrieben. Aber, Gruber und Mohr, nicht? Waren die zwei Schreiber von Stille Nacht. Und welcher war der Pfarrer, der Gruber, ne? Das weiß ich jetzt auch nicht. Nein, der Gruber war der. Ist ja, vielleicht wisst, ist ja wurscht. Also der Pfarrer von den zwei war ja auch, also war sehr, sehr leutselig und Ding, war viel im Wirtshaus auch, nicht? War in dieser Schiffergegend, nicht? Wo die ja schweres Los gehabt haben, da, also viel zum Hakeln gehabt haben und so weiter. Und in der Winterzeit haben die nicht so viel arbeiten können, weil die meisten waren ja Flösser, nicht? Und die meisten haben das Holz Am Berg geschlagen. Nein, im Wasser, also transportiert. Im Winter war es ja gefroren. Ja, und im Winter war daher nichts. Und jetzt haben die, das war quasi ein Saisongewerbe. Nicht? Und im Winter haben die halt alles mögliche andere gemacht, dass sie ein bisschen Geld verdienen. Und der Pfarrer, der Franz Mohr war der Pfarrer. Danke, Georg Scheurer. Siehst du es? Der Franz Mohr. Der war sehr, sehr leutselig und war halt im Wirtshaus, hat mit den Leuten ganz gut kennen und war halt so mit denen. Und der wurde nämlich auch von irgendeinem anderen, also das war ja nur der Hilfspfarrer, nicht? Kaplan, wird man jetzt sagen wahrscheinlich. Und der andere Pfarrer, der hat ihn immer angestichelt und hat sich beschwert beim Bischof. Klassiker. Über dem. Und da gibt es eben diese Protokolle, hat jetzt aber keine großen Nachwirkungen gehabt, aber es gibt eben Protokolle, dass er quasi die Beurteilung vom Pfarrer Franz Mohr, dass das, was er so war, der war ein bisschen zu sehr mit einfachem Volk beieinander und zu wenig sozusagen in der geistlichen Distanz, wenn man so sagen will. Was ich ganz interessante Geschichte finde, war eben, dass der wirklich ein Volkslied eigentlich dann herausgebracht hat. Ja, unglaublich. Ja. Unglaublich, ja. Wahrscheinlich das
meistgesungene Lied der Welt. Das ist sicher. Es ist sogar sicher. Ja. Das ist ja, sogar sicher. Ja. Schau, Daniela, das ist schlimm. Das Pentagramm der Haustür schützt uns, aber dass sie anläuten. Du bist gemein. Okay, da läutet es da echt aus, aber Ja. das war bei mir interessant gewesen. Ne? Da kann man was lernen. Ne? Heiliger Spruch mit Spiritus Sanctus. Mein Opa war auch immer in der Messe, wo es mit den Glaseln zusammenleiten. Ja genau, wo es bei der Öfermesse. Jawohl. LVWs, genau. War das nicht Salz? Ja, also ja, die Schifffahrt war natürlich Salz, ja. Das stimmt, da siehst du, Wolfgang, da kannst Das du nichts andere, wo die Flöße haben, aber schon die Holz. Nein, das Holz am Sack Holz am gemacht, Sack war gemacht, natürlich. Nicht? Weil da hat es ja viele Unfälle gegeben. Aber natürlich, also der Transport, da hast du schon recht, also der richtig große Schiffstransport war natürlich Salz, na ganz klar. Ich rede von den Barmen wahrscheinlich. Da bin ich schon wieder bei mir daheim, weißt du wahrscheinlich. Das ist ja schon mehr. Wenn du Tobias Maret jetzt einen Film gegeben, ja. Ich weiß nicht, ob der gut war. Ich habe ihn, glaube ich, schon gesehen. Ich habe auch, ist mir aber nicht in Erinnerung geblieben. Nee. Aber ich weiß nicht mehr, aber war sicher Salzflößler. Sagt Georg Scheurer, sagt das auch, ja. Aber natürlich wieder am Blödsinn geredet. Nämlich Blödsinn, das war nicht ganz falsch, aber natürlich, das Holz war eher eine Nebengeschichte. Das Hauptgeschäft war Salz. Die Gegend, ja. Und das war ja war eine spannende Geschichte. Aber eben, weil wir das jetzt so geredet haben. So, pass auf, warte, jetzt reißen wir an. Einmal im Monat eine Pfeife auf Jazz. So schaut's aus. So schaut's aus. Jawohl. Einmal im Monat eine Pfeife auf Jazz. Ich hab vom Vater so eine Adresse. Ich nehm mein Madel und fahr nach Grinzing raus. Dudel mich dort aus. Spül siehst die Schrammen, da wird man nicht fad. Und ich vergiss ein Musikautomat. Ich brauch keine wilde Musik, hab sonst kein Verbiss. Einmal im Monat der Pfeife auf Schiss. Und dann dudeli, dann dudeli mich aus. Gestern hat mein Vater gesagt, heute gehst mit mir. Da gibt's gar kein Widerrede, wenn ich zum Wein die vier. Dort haben wir den Schrammen gelauscht, wir waren für alles verloren. Und vom Wiener Lied berauscht, hab ich mein Vater geschworen. Einmal im Monat der Pfeife auf Jazz. Ich hab vom Vater so eine Adresse. Ich nehm mein Madel und fahr nach Grinzing raus. Dudel mich dort aus. Spülen siehst die Schrammen, da wird man nicht fad. Und ich vergiss ein Musikautomat. Ich brauch keine wilde Musik, hab sonst kein Verbiss. Einmal im Monat der Pfeife auf Schiss. Und dann dudeli, dann dudeli mich aus. Jawohl. Hurra, die Jazz. Dudel mich aus. Aber pass auf, jetzt muss ich ein bisschen in eigener Sache, muss ich sagen, weil ein paar Motorradfahrer da sind, muss ich jetzt sagen, pass auf, ob sie Ich dachte mir schon, warum steht ja, das hier? dass ich es nicht vergiss. Ich habe da so Heizgriffe, ja. Heizgriffe vom Louis, danke. Vermutlich aber nicht. Ja, aber- Nein, vom Louis. Und die habe ich nie verwendet und bevor wir es einbauen haben, keiner das Motorrad schon wieder verkauft gehabt. Nicht? Die sind original, es war schon mal offen, ich habe nur reingeschaut, aber es ist original. Und wenn jemand diese Heizgriffe da von Koso Feel the Speed haben will, soll er sich melden bei mir. Schau, das mache ich kurz, weißt du, wenn wir schon live Kann sind. man das vorher lachen eigentlich? Nein. Ja, da brauchst du halt Strom, brauchst du halt, ne? Oder E-Bike. Ja, sicher kannst du die aufhören, aber ich weiß nicht, ob du für die Heizgriffe die Batterie ausladen willst. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber falls jemand haben will, der soll mir ausschreiben, wir machen einen Special-Preis natürlich, ist eh klar. Aber sie sind wirklich original, waren nicht, es war nur der Karton offen, ich habe reingeschaut. Das war, mehr ist nicht passiert, also falls wer die haben will. Diese Koso, also schau her, diese Heated Dreams, die
Sieht man das gescheit? Nein, wahrscheinlich eh nicht. Na, warte mal. Na, was Ui, geht mit denn? das Also, Kamerakind. Kamerakind, Klaus. So, Jawohl. schau her. So schaut's aus. Jetzt muss ich schauen, dass der. Da schau her. Fokussiert gescheit, ne, was? Das sind das. Das sind das. Mehr steht da nicht drauf. Mehr steht da nicht drauf eigentlich. Ein Modell oder sowas. Sind jetzt nicht teuer. Ich glaube, die haben irgendwas um die 40, 50 Euro gekostet. Und ja. Also, das, so, hätte man so. Der Wolf fragt schon, welches Moped du hast schon wieder gefragt. Nein, das die- ist dort schon lang. Schon lang. Ja. Was die- Das war die die- Honda. Mein CB500X. Ja. So, also also der aktuelle Stand immer noch Kawasaki Z650 RS und meine Honda Manke. Honda Manke in Wien. Ja, und auch für die CB500 waren die gedacht gewesen. Habe ich aber so lange braucht. Liegen lassen, bis das Motorrad weg war. Das ist eine Möglichkeit. Die sind aber nur zur Abholung. Morgen geht das. Im Paket waren auf die Lenkergriffe. Du meinst, die ist Mariacha der Originalkanung. Aber Christoph Acker, was meinst du? Das sind aber nur zur Abholung. Morgen. Achso, morgen. Du willst das haben, Christoph, oder was? Kannst du das haben? Selbst abholen, ja genau. Ja, aber. Nein, ich kann es mal hinschicken. Nein, also, das Beim Ackerl ist ja kein Blödsinn. Problem. Aber wenn der Ackerli haben will natürlich. Also gibt's Bescheid. Gibt's Bescheid, falls jemand dabei ist, der es haben will. Wenn nicht, dann nicht, bin ich auch nicht besser, aber ich denke mir halt, das war schade. Da waren die Das Dollar mache ich einfach rumliegen. schon, biegt man das mit dem Paketband auf die Lenkergriffe. Ja, das. So, und dann Patrick, ein bisschen was Aktuelles Aktuell, müssen wir ja. ja erklären. Ganz Ja, aktuell. Am Donnerstag sind wir ja beim Taschler wieder. Ich freue mich schon sehr darauf. Wobei der Manfred mir heute geschrieben hat, schon sehr lange her, dass wir das gehabt haben, die Reservierungslage ist eine triste. Ja, aber, Es muss sind 14 Reservierungen. ich, ja, Weißt? aber muss ich dazu sagen, es war Aber immer im der Jänner Jänner sind wir sehr schwach, unter Anführungszeichen. Letztes Jahr waren glaube ich 20 Leute. Ja, also daher dringender Appell, also es gibt Plätze, mehr genug, mehr als genug. Antreten zum Appell. Am Kommen 3. zum Appell. Donnerstag. Am kommenden Donnerstag, das ist der wievielte? Der 11.. Der 11. Jänner, da haben wir, 11.. das ist unser erstes Konzert in diesem Jahr. Der Taschler, und da ist traditionell wenig los, diesmal besonders wenig, aber ich schicke ja der Newsletter auch noch aus, also ein bisschen wird sich schon noch was füllen. Aber es hätte uns natürlich gefreut, wenn wir bei der Eröffnung unseres Konzertereignisses dieses Jahres Viele Leute sehen. viele Freunde dabei haben. Der hat uns gefreut, vielleicht seid ihr dabei. Auf die Marke der App hängen, absolut. Ganz klar. Ganz klar, wenn es Band werden, dann schaue ich noch blöd aus dafür. Donnerstag ist aber Premiere, sagt der Christoph Acker. Achso, da kann der Ackerl kann ja nicht. Achso, Blödsinn, ja, naja, natürlich. Die Brennräumler natürlich hätten ja dann im Anschluss, das ist ausnahmsweise am Donnerstag, diesmal. Ausnahmsweise. Also, nein, er hat's immer wieder mal. Nein, jetzt immer wieder mal am Donnerstag. Seit der Waldviertel ist. Naja, weißt du, weil er in der Dorfkapelle spielt. Zonko spielt in der Dorfkapelle, Weltklasse. Und die haben ja am Mittwoch Probe. Aber nicht jeden Mittwoch, sondern jeden zweiten. Deswegen, jetzt ist manchmal. Aber das war jetzt auch nicht so tragisch, nur jetzt am Donnerstag die Premiere vom dritten Teil von der Norwegen-Reise vom Ackerl auf YouTube. Aber, ja, also, das dazu gesagt, aber natürlich, trotzdem, Ackerl, du verzeihst mir, dass wir hier Werbung machen. Für einen Taschler vielleicht geht's. Gute Idee, jetzt wo die Feiertage vorbei sind, habe ich Zeit. Bravo Franz Brandwein. Donnerstag werde ich operiert. Alucard, was los? Was los? Ja, erklären Sie sich Ihnen bitte. Was ist los? Ich bin dort mit der Marie Luise und sogar mit Gerhard Zapper, dem Organisten. Bravo, Maggie ist dabei. Jawohl. Christopher Tag kann leider nicht am Donnerstag. Ja, aber so wie gesagt, vielleicht hat er Zeit, Lust. Dann kommt, ich schicke noch ein Newsletter, kommt noch raus, ja. Aber das wollte ich sagen. Also das erste Konzert, aber das ist wirklich traditionell, war noch nie ausverkauft. Nein, Der Jänner war immer schwächer. Das ist irgendwie scheinbar, ja. Was der Christoph da hat, auch. Warte mal, Christoph, du hast aber mit den Augen, glaube ich, gell? Oder wie war denn das? Jesus, nein, erst lauter OPs am Donnerstag. Ja, Gott sei Dank gehe ich Mund zum Zahnarzt. Ne? Dazwischen ein anderer Tag. Naja, gut, aber da werden wir am Donnerstag auf jeden Fall auf euch nicht nur ein Lied spielen, sondern da werden wir uns natürlich schon einen gespritzten, also kompletter gespritzter. Ein Trinker vorher. Ja, Einer, mein Lieber.
Meine Schrauben kommen aus der Schulter. Okay, Alucard. okay. Das ist natürlich jetzt Das ist eigentlich was eher eine Positives, positive. eher positiv, Ich meine, ja. eigentlich jede OP ist positiv, wenn man so will. Weil es ja was verbessert. Verbessert, ja. Hoffentlich. Genau. Ja. So, und also alles Gute. Alucard, alles Gute für deine Schraubenentfernung. Und natürlich Christoph Radau, was auch immer, alles Gute. Jawohl. Na, da geht's rund. Wird schon warm, auch, gell? Wird schon warm. Ja. Gut, die Zuzl auf den Achtel, aber Dummsel an. Das steht im Kühlschrank. Was soll in den Kühlschrank stehen? Naja, das steht im Kühlschrank. Was? Gibt schon die Dornröschenkiller-Termine? Nein. Nein, gibt's ja nicht. Die haben wir noch nicht. Aber die kommen, aber es fängt Dornröschenkiller fängt ja ohnehin immer erst im April an. Ne? Meistens im April. April, Ja. Mai. Daher, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Die kommen. Na, ansonsten natürlich, was haben wir noch? In Stiepert haben wir noch. Stippert am 7. Lentner haben wir ab Februar. Februar. Stippert Lentner Februar, ja genau. Taschel auch wieder Februar. Taschel sowieso immer dabei. Wolfgang Kratzka, jawohl. Wolfgang, servus. Alles Gute für 24, jawohl. Ja, und ist so, und Bälle haben wir heuer ausschließlich nur den Philharmoniker. Philharmoniker-Ball, ja. Weil die anderen Bälle, das. Die haben keinen Heiligen mehr. Also es ist ja Wurde so. mir gesagt. Nein, ich muss jetzt eins dazu sagen, weil ich da ein bisschen stinkert bin. Nicht, weil man dort nicht spielt. Ehrlich gesagt, ja, spielen wir halt nicht. Aber Da ist ja kein Problem. Aber man rührt sich so lange nicht. Nein, ich habe das wirklich bemerkt. Heute mit meiner Mutter geplaudert, oder gestern, mit meiner Mutter darüber geplaudert. Und wir reden so und sagt sie, eigentlich gibt es keine Handschlagqualität mehr. Gell? Ich sage, ja, du hast recht. Also wir haben, natürlich ist das übertrieben, es gibt schon noch Handschlagqualität, aber ganz ehrlich gesagt, es ist erstaunlich, wie oft wir in letzter Zeit tatsächlich draufgekommen sind, dass eine Handschlagqualität nicht mehr existiert. Also auf das darfst du dich und kannst du dich nicht mehr verlassen. Und es ist nämlich ja so, dass ich überhaupt kein Problem damit habe, wenn die sagen, es gibt keinen Heirigen mehr. Angeblich kommt es von der Hofburg, ich weiß es nicht. Angeblich kommt es vom Catering, dass es überhaupt keinen Heiligen mehr gibt. Ja, ich meine, ich denke mir halt, wenn ich da dann Ball mache, sage ich, was wo gespielt wird. Aber ja, wie sie auch immer wollen, wird schon so sein. Ich denke mir halt noch andererseits, das können, also das, wie lange wir es wissen. Und es sind ja die Termine fixiert. Nach dem Motto, wisst ihr, nächstes Jahr wieder, wir melden uns. Gell? Und ich habe mich auch dann im Herbst, so wie immer, September, Oktober, gemeldet, nicht? Bei den Bällen nicht. Und das kriegst du dann 2 Wochen vorher dann definitiv nach dem 3., 4., 5. Mal nachwassern, wie man sagt, eine Antwort. Nicht? Ja, eine abschlägige. Man kann ja gleich von Anfang an sagen, es ist ja nichts Schlimmes, wenn man sagt, nein, das geht nicht. Im Gegenteil, wenn man kann einen Termin frei Ein haben. negatives Angebot gibt es auch, sag ich mal. Das ist ja nichts Dings. Nicht? Ist überhaupt nicht besser, nur es ist ja eigentlich quasi ausgemacht, weil wenn man dann hört beim Spielen oder nachher dann im Büro dann quasi, nächstes Jahr wieder, wie ich sehe, wir melden uns wieder, alles klar. Ne? Halt sich gleich frei, bitte. Ne? Und das fällt bei mir unter Handschlagqualität, weil dann muss ich mir, sobald ich weiß, dass das nicht ist, muss ich mich eigentlich melden und sagen, tut mir leid, das nicht. Natürlich hat das einen positiven Effekt, einen positiven Effekt. Alucard. Jawohl. Hippo character applauds whilst nodding in approval, saying Gigi. Ja. Ja. Danke schön. Danke vielmals, Alucard, und alles Gute für deine OP. Jawohl. Alles Gute, alles Gute. Und der Christoph Radau, da wird der Ellenbogen, der Ulnarisnerv soll wieder aktiviert werden. Ja, das wird gelingen. Wird gelingen. Wir halten da die Daumen. Auf jeden Fall. Ganz, ganz fest. Susanne Faber, Ostermarkt, weiß ja auch nichts. Das ist das Keine Ahnung. Gleiche. Das ist Ja. Wir schicken viele Angebote aus, da kommt nicht mal ein LMA, leg mir am Arsch zurück. Ja, Wolfgang Kreuzger, nur das, wir schicken keine Angebote aus, sondern wir spielen dort seit Jahrzehnten. Jägerball, ja, aber Jägerball seit Jahrzehnten. Ja. Seit Jahrzehnten spielen wir dort und beim Offiziersball mit Unterbrechung ist richtig und das ist alles kein Ding nicht. Und jetzt nur als Beispiel, als anderes Beispiel, als positives Beispiel, Philharmonikerball, Absolut, ja. wo es letztes Jahr ja so war, dass er kurzfristig informiert wurde, dass eben diese Saalmöglichkeit nicht besteht.
wo wir gespielt hätten. Ja, Und der gute Chef des Ballkomitees, also der Organisator, hat gesagt, ja, aber erstens, es ist ja ausgemacht, wir sind ihnen ja im Wort, und zweitens würde er auf die Wiener Musik nicht verzichten. Auf die Volksmusik. Auf die Volksmusik, weil verzichten, ja. quasi das Volksmusik-Ding, wo der Franzl Boschau spielt mit den Brickler. Und der hat einfach alle Wege gesucht und dann schließlich auch gefunden, dass wir dort spielen können, dass dieser Vertrag, diese Abmachung, Vertrag weiß ich noch nicht, weil genauso eine mündliche Abmachung, dass der bestehen bleibt. Das ist jetzt nur der Unterschied dazu. Und wie gesagt, und eigentlich hat sich für uns natürlich ja nichts geändert gehabt, außer der Spielort dort am Ball selber. Und das hat er auch noch ein paar Wochen vorher sogar kundgeben können. Ja, genau. Währenddessen halt Stopp, andere sind nicht einmal arieren, wann was nicht. Und das meine ich eben mit Handschlagqualität ist irgendwo leider beim Teufel. Das spielt weniger. Es war Ostermarkt genauso, auch dort Kassen jedes Jahr wieder. Irgendwann, dann ruft man dann erst, wie ist das? Es geht ja darum, dass wir auch den Termin haben. Nicht? Wir haben uns den Termin ja freigehalten. Es geht ja bei anderen kommen. Also würde jetzt an einem Genau, dieser so ist es, Balltermine, ja, genau. hätten wir da jetzt ein anderes Engagement absagen müssen, na da waren die wirklich stinkend. War Und nicht. da war dann schon war die schon Idee, die dass man Idee. sagt, na dann, wenn es wirklich arg ist, na dann schickt einer schon einen Brief vom Anwalt. Nicht? Weil das kann es halt nicht sein. Nicht? Aber ja, ziehst den Kürzel, weil du keinen schriftlichen Vertrag hast und so weiter. Aber ja, scheinbar braucht man das zunehmend in dieser Branche. Wir sind jetzt 30 Jahre eigentlich im Großen und Ganzen ohne ausgekommen. Aber ja, das nur dazu. Aber wie gesagt, es gibt einen positiven Effekt, weil der Jägerball wäre gewesen am 29. Jänner, Letzte Montag im. ein Montag. Genau. Und auch hier hätten wir entweder die Pavlatschen wieder ausführen lassen müssen oder gar eine Fake-Pavlatschen machen Und so müssen. können wir die Pavlatschen ganz normal, entspannt. Ganz Vielleicht normal. von mir daheim einmal. Zum Beispiel, saufen wir es bei dir? Gehen wir. Lassen wir uns ein paar Jager eingehen. Ja, genau. Wir machen einen nicht einen Anti-Jägerball, sondern einen genau, da muss der Bruder kommen. Nein, ist noch kein Jager. Aber das stimmt doch, nein, Jagertee. Mit so einem Jagertee. Nein, wir machen einen machen einen Jager. Protestjägerball. Und bei Norbert die Karin ein. Die Ja. Hagerpartien so umsehen. Ja. Geht schon. Eine Art in Graf, eine Ja, ist ein mörderisch. Jager. Weil, Das wird leibend, das machen wir. der Jager. Was haltet ihr davon, von der Idee? Der Patrick macht die Motorrutger, erster Teil, bei ihm daheim mit den Jager. Das wird da werden wir nicht viel Musik machen. Oh ja, sicher. Weil die Jager sitzen nicht da. Ja, weiß nicht, wo wir die hinsetzen werden. Ja, aber wurscht, die müssen ja nicht im Bild sein, es reicht, wenn wir was trinken können. Aber das wäre doch eine Idee. Gibt's Bescheid. Das ist eine blöde Idee. Ja. Gibt auch mündliche Verträge, sagt der Christoph Acker. Ja, de facto, aber wollen wir auf sowas gehst nicht ein, aber ja, Wolfgang sagt De auch. facto am Philharmonikerball ist es so. Da gibt es keinen Vertrag zum Unterschreiben, zum Hin- und Herschicken oder was, habe ich noch nie gemacht. Stimmt, ja. Da gibt es einen E-Mail-Kontakt und schreibt eine E-Mail zu, mehrere E-Mails, das aussteht wieder und bla bla. Ja. Und damit war es, ne? Das war's. Ja, es ist wirklich so. Das Und ist- ich meine, es ist nochmal, ich bin denen gar nicht besser, dass man nicht dort spielen, ich bin denen Ja. ähnlich besser, dass sie sich auch nicht rieren, dass das scheinbar, ja, ist ja wurscht, dann spielen sie halt nicht. Und, so, Und auch auf das, dass man sich mehrfach schon rührt bei ihnen und sagt, erst, wie schaut es jetzt aus eigentlich? Wir haben noch gar keine Wir haben Zusage. noch gar Und das dritte, Und wo ich jetzt sage, ich als Content Creator, auf der Homepage bei einer stehen wir. wir stehen auf der Homepage. Sowohl beim Offiziersball wie auch beim Jägerball. Wir spielen dort. Das heißt, das ist noch der Plan vom letzten Jahr. Also, Ja, Alter, der Plan es ist der Ball ist in 2 Wochen. Was heißt das nächste Woche? Oder ja, der Offiziersball nächste Woche. Wie war es, wenn sie sagen? Ich meine, und das trifft mich persönlich als Es ist schon Content Creator. als Das Social trifft- Media Das trifft Agentur. mich das ist- als ordentlicher Mensch von uns beiden, was Termine angeht und so weiter. Und dem Terminkalender, das passt das alles hin. Der Wahnsinn, oder? Ich meine, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde das am Pfusch. Ich finde das wirklich am Pfusch. Das, ganz ehrlich, das sind ja keine Ping-Pong-Vereine. Das gibt es ja nicht, dass die das nicht schaffen, dass bis 2 Wochen vor dem Ball, dass die Homepage nicht aktuell ist, dass da das Programm vom vorigen Jahr steht. Na, sagt zwar nicht das. Ist wurscht, weil wir spielen dort wahrscheinlich nicht mehr, also ist egal. Weil alle sagen natürlich, ja, aber nächstes Jahr schon. Wisst Oh, ihr ich wieder bin die überzeugt, dass Schmäh. vom Offiziersball sicher was kommt. Ja, Ja, Schmäh. Franz bei Heimkipp immer wieder drin. Ja, Ne? wurscht. Ist mir wurscht. Muss ich echt sagen. Das ist schon. 10 Euro von Ulrich Gutsnacks, die Buben. Jawohl, Ulrich. Jawohl. Danke dafür. Danke. Dafür.
Jawohl, und der Musikraum ist auch dabei. Aber schau, Wolfgang sagt 64 Zuschauer, ja, das stimmt. Dann kaum fange ich zum Schimpfen an. Gegen die Zuschauer. Kommen die Zuschauer. Nein, aber es ist wirklich, ich muss echt sagen, es ist wirklich die Art und Weise, weißt du, wie die so reden. Ich persönlich, ich sag's euch ganz ehrlich, hier offiziell, schau, der Straßenans ist auch da, Straßenans, jawohl. Ich sag's da Oh, aber ganz, noch gar nicht gesehen, aber servus, grüß ganz dich. offen und ehrlich, sage ich das eigentlich. Am Ball spielen, es ist ein Renommee, ist eine tolle Sache und natürlich, es ist finanziell nicht unwesentlich, Ah ja, es ist gerade schon- in der ist Zeit. das schon, ja. Ja. Gerade der Philharmonikerball. Philharmonikerball ist ja komplett was anderes. das ist Aber da spielen wir ja auch nicht durch als Musik, sondern da haben wir ja Auftritte. 4 Auftritte. Da haben wir ja viermal, definitiv, konzertant ja. richtig 4 Auftritte, weil es ein Künstlerball ist. Das ist wieder was ganz was anderes. Aber bei den anderen Bällen hat man immer taugt irgendwo schon, aber es ist wahnsinnig anstrengend. Ja, das 6 Stunden, 7 Stunden durch. Und ja, es ist also und wenn sie halt nicht wollen, dass die Wiener Musik dort ist, also auf einem Ball, wo das eigentlich traditionell seit jeher, Gerade Jägerball, Boah. also, ich meine, Offiziersball, ja klar. wenn halt hier wieder einmal die Volksmusik, die authentische Volksmusik gestrichen wird, ja, dann halt nicht. Wir haben ja euch, meine Haben Lieben. ja euch, Und ja, weil wir ja. dich durch diesen Ballverlust, mörderischen Umsatzeinbußen haben, heu gleich die Schmattes. Aber Bitte, das geht bei uns aus. bitte, meine Apropos lieben Schmattes, Paula muss man Gistingers. ein Rochl noch holen. Ja, hol die Flaschen, ja, so gescheite Idee, wenn sie es auch schon la. Bitte, liebe Pavla Gistingeris, Ihnen und er. Wir sind so schwach auf der Brust, weil uns alle bösen Gegner des Wiener Liedes aussperren von ihren Veranstaltungen und aufgrund dessen von uns eine Die Finanz... Gegner ist schon wieder ein bisschen übertrieben. Man muss übertreiben, das ist, was der wegen einem... Ja, das ist genauso schlecht wie Nein, das andere. da geht's ums Geschäft, Lass mich reden, da geht's ums Geschäft. Und die uns, jetzt haben den Faden verloren. Bitte, haut eine Gerstl, dass wir uns zumindest im Februar dann zumindest die Heizungskosten noch leisten können. Weil das zahlt uns sonst keiner. Und zum Taschler kommt auch keiner. Ja, ist eine schwere Niederlage. Ja, aber, also ich danke Chef Herrn Schmattes, das einmal dazu. Nein, es ist ja so, man muss wirklich sagen, der Jänner, Februar waren immer traditionell ganz schwache Monate und es war tatsächlich so, dass die Bälle uns, früher haben wir das immer so gesagt, die Bälle finanzieren uns eigentlich da den Jahresbeginn. Ja. Ja, das erste Und Vierteljahr. ersten Ja, 2-3 das war Monate. ja. Ja, nein, es war Das immer erste so. Vierteljahr eigentlich, ja. Und das Durch die Fastenzeit auch und alles. richtig, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt gleich Hunger leiden müssen. Aber ich würde es halt nur ansprechen, aus dem Grund, Nein, die wie das rennt. Die Das gefällt mir nicht. Megi schreibt auch, was sie aber sehr geschrieben hat. Ich kann aus Erfahrung bestätigen, in Wien ist einiges geschlampert, gerade im Musikbetrieb. Ja. Aber mittlerweile, also das haben wir sonst nie gehabt. Ja, haben wir nie. Schau, der Erdem Heinrich, endlich Internet, wünsche euch gute Servus. 24 und viel Erfolg weiterhin, liebe Grüße aus Istanbul. Erdem, Servus. Servus, das hat mich sehr gefreut, wie du uns da, weiß nicht, was war das, ich glaube ein YouTube-Kommentar, gell? Was hast du da? Ja. Ich glaube ein YouTube-Kommentar. Weißt du, Verzeihung, ich bringe das alles jetzt dann schon durcheinander, die Das ganzen ist Plattformen, ganz- aber Ja, es hat mich sehr gefreut, dass wir aus Istanbul ein großes Lob bekommen. Und wir freuen uns doppelt dreifach, wenn du es wirklich mal schaffst nach Wien. das war Und großartig. Zu uns kommst du einmal. Das wäre großartig. Das war ja. super. Du, jetzt am Donnerstag Beim beim Taschler, Taschler. da immer Platz. Prost. 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 Auf euch. Auf euch, meine Lieben. Ja. Herrlich. Die Flasche ist schon leer, da muss eine neue her, sagt der Christopher da. Na, arg. Nein, der zweite trinkt man heute nicht. Der Christoph Acker, schau, wozu Heizungskosten? Holz ist ja schon für die nächsten 3 Jahre gemacht. Ja, aber bei mir draußen. Aber da in Wien nicht. Im Studio Donaufeld Da nicht. Ja. Da nicht. Genau, Musikraum, der versteht mich. Übertreibung ist wichtig für die Dramaturgie. Voll, ist das? Wir sind auf einer Welt. Schau, wieso hast du jetzt wieder Musikraum? Na, einmal so. Ja, man kann ja einmal so einsteigen und einmal so einsteigen. Nicht? Ja. Na, nicht einsteigen, nicht umgeändert sein. Wieso hast du jetzt wieder Musikraum? Ich meine, ist ja keine, wie sagt man da, keine... Na, vielleicht war es nicht umgeht, vielleicht hat er ja 2 Profile. Nein, ich glaube nicht. Das war immer
Ich kann ja ein YouTube auch aus 16er promoten als Patrick Rutger. Ja schon, aber ich will, glaube, das ich war will. nicht. Nein, ich glaube, das war Ja, dumm. das- Ich weiß auch nicht. Ich weiß ja auch nicht. Ich weiß nicht. Ich rede ja auch nur, weißt du. Schau, genau, der Georg Scheurer plus Jagdhornbläser. Mit einem Rosbacher Jagerdeppavlatschen, Lord Dauer. Na bitte. Ja. Ja, aber wir machen auf jeden Fall die Jagerdeppavlatschen bei mir. Aber ohne Jager, weil das ist ein Blödsinn. Patrick, jetzt du schon zugeschrauben. Nein? Nein, was so, Nein, die wir brauchen Jager. Wir brauchen Jager. Ist ja wurscht, die sollen draußen am Gehsteig, gehen wir raus mit der Kamera, eine Jagdhornbläsertruppe, die müssen uns eine Fanfare spielen. Ja? Und dann gibst du dann jeden einen Zehner, sollen sie wieder gehen. Bevor ich deppert bin. Ja, das ist ein Wahnsinn. Aber ich finde die Idee finde ich gut. Wann ist die Mutter Rutger? Rutger, wird schon gefragt. Matthias Mareicher fragt schon. Ja. Ja, das ist verschoben auf 20. Ja. 20 plus. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Patrick, das wird. Also am 29. 29. werden wir Pavlatschen Ein machen. Jagerdeppavlatschen machen. Ja. Ein Jagerdeppavlatschen. Das ist ja wurscht, wir können ja trotzdem der Brüder auch kommen. Also, Na, wir brauchen schon lange nicht da. Ja, erstens das, zweitens als angehender Jager ist ja wurscht. Ja, Das also, ist der Jägerball ist in der Hofburg. Das heißt, die Jäger sind in der Hofburg, die angehenden Jäger sind bei mir. sind dann bei dir Da Leibest wieder bei mir, ja. Ja, so kann man so. Jägermeister, ja, das schmeckt mir nicht so. Puh, Jägermeister schmeckt mir nicht so. Jagertee war mir lieber. Ein echter guter Jagertee. Das war, hätte schon was. Und der Oliver muss dabei sein. Der Oliver muss da sein, ja. Ja, weil einer muss nüchtern sein. Der muss heimfahren. Ja. Nein, aber nein, damit lassen wir uns das einfallen. 29. 29. Jänner, der Montag, wo wir nicht am Jägerball spielen. Die kann man nicht am E-Herneln aufsetzen, das geht momentan nicht. Ja. Das kann man nicht mehr momentan. Aber das kriegen wir schon hin. Leider sagt Nimmerleinstag, genau. Guten Abend, meine Verehrung, Oi, alles jetzt habe ich oi. schneller Front. Kriegt sofort eine. Eine Riesenfreude, so eine Freude habe ich. Du hast nicht mitgekriegt, dass ich eingespielt habe. Nein, jetzt habe ich Christi 1220, 29. Jänner, stimmt natürlich. Genau. Grüße 1220. Aber was haben wir denn falsch gesagt? Recht. Na, sie hat nur gefragt, ob das. Achso, am Montag, ja, der letzte Montag im Jänner ist immer der Jäger. Ja. Nussschnaps Wolfgang, ja. Nein, es ist wirklich, also wie gesagt. So. Nussschnaps haben wir auch, ja. Was machen wir, Patrick? Jetzt such dir du was aus. Darfst du Was was aussuchen? Die Welt ist so groß und die Welt ist so reich, doch ist halt im Leben für alle nicht gleich. Es geht durcheinander, es ist kunterbunt, und doch ist die bucklige Welt kugelrund. Jeder Mensch hofft und jeder Mensch strebt, und viele sind da, die umsonst nur gelegen. Was nützt alles Denken, es gibt nur den Schluss. Es kommt schließlich alles, wie es kommen muss. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, sag es war nix. So war's immer, so bleibt es ewige Zeit. Einmal und einmal Freude, einmal Leid. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Schrei nicht bleib schon stumm, sag es war nix. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum, weil der Herrgott weiß immer warum. Das Leben hat mir eine Weisheit geschenkt. Es kommt immer anders, als man es sich denkt.
Drum soll man nie sagen, ich muss und ich will. Der Herrgott entscheidet und du haltest still. Sei immer zufrieden mit deinem Geschick. Beneide nicht immer die anderen ums Glück. Wie schnell kann es anders oft sein über Nacht? Das Ende wird immer von oben gemacht. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nichts. Sei nicht bös, nicht nervös, sag es war nix. So was immer, so bleibt es für ewige Zeit. Einmal on, einmal und, einmal Freude, einmal Leid. Wenn der Herrgott nicht will, nutzt es gar nix. Sei nicht bös, nicht nervös, denk es war nix. So renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum. Weil der Herrgott weiß immer warum. Eine wunderschöne Nummer auch. Schöne Nummer. Und der Herrgott nicht will, das ist gar nichts. Meditativ, das ist quasi das Zen des heutigen Musikers. Kriegst? Und wir sind auch gleich entspannter. Gell? Wir sind gleich beruhigter. Nachdem wir zuerst in die Rage kommen, gleich, nicht? Ja, weil jetzt wissen wir, jetzt wieder, wo wir uns wieder geerdet haben, das geerdet und die sozusagen die Verbindung von Erde und Spiritualität wieder aufgebaut haben mit diesem Lied, wissen wir wiederum, Taschler geht voll, halbwegs und die Bälle gingen uns nicht an. Und ein gutes Jahr. Richtig. Und ich freue mich jetzt fast doppelt dreifach auf den Philharmonikerball, weil ja der Offiziersball war ja am nächsten Tag gewesen. Genau, ja. Das heißt, es war wirklich, das schmälert Und am ein bisschen. 20. wäre dann der Pharmazieball auch noch. Genau. Oh gut, Pharmazieball zum Beispiel, das war eine klare Sache. Auch Hofburg, also daher eben auch kein Heuriger. Pharmazieball, die haben auch gefragt. Hat sich dann aber auch keiner mehr gekriegt. Hat sich keiner mehr gekriegt, ja, okay. Aber die haben auch gefragt und haben gesagt, ja, danke fürs. War aber nicht Pharmazieball selber, sondern ja eine Agentur. Das heißt, okay. Und okay, da ist halt nichts zurückgekommen, das ist eh so. Damit kann ich leben, aber eben, die haben auch gefragt, ist nichts gekommen, passt. Aber bei den anderen haben wir ja, ist aber nicht angefragt worden, sondern das ist eigentlich immer ausgemacht worden. Also ihr versteht meinen Ärger. Aber schon hören wir auf damit. So. In Herrgott Start, schon lange nicht gespielt. Ja, Susanne Moser, na, für die machen wir das. Da haben wir den beim letzten Mal sogar gespielt. Haben wir schon gespielt beim letzten Mal, glaubst du? Nein, haben wir nicht gespielt, stimmt. Da haben wir schon länger Boah, gespielt. die Meg ist ein Wahnsinn. Bin nicht eine wirkliche Jägerin, aber eine gute Sniperin. Besser. Scharfschützin. Das möchte ich nicht erleben müssen. Mega, wenn du anlegst irgendwo. Ja, was habe ich da noch? Damit Matthias Maria auch auf seine Frage eine Antwort bekommt. Ach so, Chrissy 1220, ich verstehe. Ich danke dir schön. Ja, du passt ja da Gott sei Dank immer auf ein bisschen. Gott sei Dank. Kein altfreien Balkonpunschen mehr. Was hat das gemacht? Der Balkonpunschen macht ja normal der Harry Schneller-Fonte. War das alkoholfrei, da was, Christopher, da? Er soll sich hier outen sofort. Der Harry. Weil alkoholfreies Banken, nein. Wir dann, also wenn, warte mal, jetzt schaue ich gleich in den Kalender rein. Weil man grundsätzlich habe ich nichts vor am 30., weil da war ich ja am Ball gewesen. Am 29. daher in der Regel. Ja, nein, können wir schon fix machen. Wobei natürlich, Patrick, Ja. Ich lausche. wenn ich mir das so anschaue, auf die Klaus ja ein Thema war. Ach so? Naja, weißt du warum? Weil, Ich komme voll in die Klause auch, ist ja wurscht. Ne? pass auf, am Freitag am 6. muss ich mich noch um deinen Bruder kümmern, das ist einmal klar. Und dann ist es mich an dem Wochenende die Baumesse in Oberwart. Na gut, das war eigentlich ein Ding, dass ich mit Jagertee mich auf die Reise mache Ja. in die Klause. Weil könnte man, also das werden wir uns noch ausmachen. Werden wir's Und ausmachen. wir werden auf jeden Fall eine Jagertee-Pavlatschen machen. Das ist einmal fix. Also ein Jager-Pavlatschen auf irgendeiner Art. Ja. So, warte, wo bin ich denn da?
Patrick, ich muss einen Stock hegen. Ich übe schon dabei. Da gibt es ja von den Spitzbuben, das ist super, wie sie auf der Jägerhochzeit spielen. Mit Mulja, diese Spitzbuben-Geschichte, die er da zeigt. Und wie sie sich dann einstudieren, lauter so Jagerlieder. Ach so, ja, genau. Also, Schau, die Chrissy sagt leider richtig, schön verspielen ist auch schön. wenn Was ist, gehst du auf, oder was? Nein, ich gehe nicht auf, aber ich hole mir, wenn du nach oben gehst. Ja, hol da du die steirische. Die Verbindung zur Erde hat der Klausi 1 in 2 von 5 Kurven zelebriert. Du hast auch wieder recht. Hast du dir vor, ich meine, da war ich schon erhöht, oder? In 5 Kurven zweimal stürzen, das war schon. Das, ich finde, da war ich erhöht. Das ist ja wirklich erhöht gewesen. Am Donnerstag war der Licht am Taschab, ist der zweite Teil als Premiere. Achso, ja genau, für den Musikraum, ja. Ich habe auch eine Ausbildung auf der SSG. Na, servus. So, pass auf. Patrick reist auch, ich bin gleich wieder da. Dann machen wir gleich das. Ist sehr schön. Verzeiht. Ja. Jägerball haben wir ja immer für auf der steirischen gespielt, auch natürlich.
das Walzer aus meiner Feder. Da wird was unten. Achso, danke. Du schau, mein Munkelein ist Interessen. Der Georg Scheurer ist da. Der Mitspender dieses Weines, das ist ja vom Vom Toni. Vom Schilling? Vom Sohn, vom Schwiegersohn, vom zukünftigen, ja. Vom Toni, ja. Vom Schilling halt, aus Strebersdorf. Haben wir einen, also ich habe Gott sei Dank, also ich kann jetzt entspannt. Toni Ellen, ja. Ja, weil es wäre noch zu früh gewesen zum Aufhören. Einfach mal es nicht mehr lang tun, aber es wäre zu früh Das gewesen. ist zu früh, ja. Und ich hätte jetzt mit dem Schluckerl nicht mehr so. Das hätte jetzt auch. Ja, den da voll, das Glas auch noch voll, ne? Das ist gleich weg. Das Jagerische Bier, das Jagerische Bier. Ich würde sagen, gibt es ja das, die Jäger sind da, oder? Ein Ja, so- jagerisches Lied. Aber nicht das, die Jäger sind da, gibt's ja nicht, haben wir das nicht gespielt? Oder Die Jäger sind da, ist ein Marsch von Rudolf Kronecker. Ach so, ja. Da 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 da. Genau. Da 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 da. Der so, der scheppert. Ist das das, oder was? Nein. Nein. Aber wahrscheinlich gestohlen von dem. Also umgekehrt. Eigentlich ist Der der Feine, noch die Wiener noch Bläs. ist ein bisschen anders. Geht ein bisschen anders. Ist aber ähnlich, gell? Besonders, wenn es ordentlich schön wird. Aber ein bisschen anders, ja. Auf euch. Na gut, dann pass auf. Warte, habe ich was Wichtiges im Chat versagen? Die Gläser klingen mit hellem Klang, da wartet man mit dem Trinken nicht lang. Derweil läutet das Glöckerl ganz fein und lädt die Buben zur Glöckerlpartie. Die Glöckerlpartie, bravo Ich habe hätte. gewusst, wo wir einen Wechsel machen. Ne? Bravo hätte. Ja. Das Etikett auch Artberg. Ja, nein, das ist tatsächlich Tonis, Wiener Qualität Bouvier. Mehr habe ich nicht umstehen, aber das ist aus Strebersdorf. Strebersdorf von Schilling, Weingut Schilling, der Schwiegersohn macht es und gestiftet wurde es vor längerer Zeit bereits schon eben in Gemeinschaft vom Schilling und vom Georg Scheurer, wo ich ganz große Freude habe damit. Das Original 16er Buben gemischter Satz, kann man so sagen. Italienischer Wein rinnt also schneller. Da kann man nicht sagen, das ist einfach heute nicht schneller gerinnt. Ja. Ja. Der Jäger aus Kurpfalz, Fritzl Stadtbus. Erst, das ist eine Idee. Wir werden uns ein bis drei Jägerlieder einstudieren. Ja. Also einstudieren nicht, anschauen. Aber das werden wir machen. Das Hallali. Thema Jäger. Hallali. Da gibt es sicher urviel, die Richtung. Genau, gibt's. Treffen einander zwei Jäger im Wald, beide hin. Brauerei schnell erfunden. Kamera, Kind, zeig her die Flasche. Wobei bitte die- schön. Aber ich hab, da gibt es nur dieses eine Etikett drauf. Wobei die meisten Jagerlieder sind keine Jagerlieder, die kennen meistens die Wildschiedslieder, was ich kenne. Wildschütz eigentlich, ja. Das war jetzt was für ein Zonko. So die Der kleinen Wildschütz. Kugelgießen, schöne Gansel An schießen. einem und Sonntag solche am Morgen, rechtzeitig in der Früh. Was, der Wildschütz. So, mehr Etikett gibt es leider nicht. Ja, daher. So. Das wird ein Lederhosen beim Latschen. Vielleicht kommt das Ackerl spontan vorbei, wie damals beim Feinrieb. Also Ideen gehen echt nicht aus. Lederhosen ist nicht schlecht. Mein Problem ist Sachen. das. Die Jager haben keine Lederhosen an, ne? Meistens. Naja, beim Jagen so nicht, niemand mehr so, aber grundsätzlich ist schon natürlich, gehört schon zum. Also die Multifunktions. Siehst du die Martinswand, müssen wir auch bringen, ja, jagermäßig. Na, die bringen wir dann am 29. Am 29. Das ist ein Jagerl, ja, richtig, Georg Scheurer. Also, was macht man ohne die? Das stimmt. Und Lederhosen, mein Problem ist, ich habe tatsächlich die Lederhosen, die Kneiberl, ich habe 3 oder 4 Lederhosen gehabt. Und eine hat der Bruder, Der Oliver, ja. Die hat er gerade, die hat er. die hat er sicher noch, ich glaube schon. Ich glaube, die waren auch zu groß also in der Zwischenzeit. Ich weiß nicht. Aber die hat den Bruder dann Normalerweise nimmt man vermacht. zu Laufe, das nimmt unser einer nimmt da. Naja, oder? naja, gut, ich habe halt meine Sturm- und Drangzeit, die habe ich halt schon hinter mir. Und seitdem habe ich angenommen. Ja. Aber die eine hat der Bruder gekriegt. Dann habe ich eine kurze, die ist einfach hingeworfen, die habe ich einfach ramponiert. Dann die andere, die ist mir zu groß. Und dann habe ich halt mein Goldstück sozusagen, das ist halt die Hosen vom Opa. Die Kneiberl. Die wie gehabt einmal. Ja, burgt einmal. Haben wir auch Für, gehabt, genau, ja. ja, weil es keine Diverse, gehabt hast, ja. das, ja. Und das ist mir halt leider jetzt Viel zu groß. Ja. viel zu groß. Also wirklich viel zu groß.
Da kann ich nicht einmal kaschieren mehr, leider. Weil die war super. Mein Opa, das ist nämlich kein Trachtenlederne, sondern die klassische lederne Kneiperl, mit denen, mein Opa ist ja, aber ich glaube, der ist ja ein Motorrad gefahren, alles, ne? Da hat es ja früher eher noch gegeben, so, bei den Motorradrennen, dort auf die Straßen, nicht, was da so gegeben hat dann, nicht? Da hat er mir gezeigt, dann wo er in Grom geflogen ist und wo er gestorben ist und wo uns Wiederbelebt. ja, und da ist er da sind sie mit diesen Lederhosen gefahren, ne? So Kneiperlhosen, also Kniebundhose, sagt man. Aber leider, die habe ich nicht. Nein, aber sonst wäre das auch eine Idee gewesen. Aber Lederhosen auf der anderen Seite ist wieder so eine Sache, wenn wir jetzt dann so spielen, in dem da sichert man es vielleicht in Eiweiß da ja, aber falls wir das wieder in der Klause machen sollten, du musst mitkommen nach Oberwart. Du musst schon am Sonntag kommen. Müssen wir nach Oberwart fahren. Zur Bahn. Naja, was machst du? Momentan die Ja, Bahn. ich fahre, da kannst du ja abladen dabei. Ich hab wieder. Schön war die Messe, haben Sie was gesehen? Nein, aber der Wein war gut. Der Wein hat ausgezeichnet. Schau, Uli Slonik, nicht wahr? Ich habe sogar 2 Lederhosen zum Jagern. Siehst du das? Also die ganzen Jager, die ich kenne, gehen zum Jagern eigentlich nicht in der Lederhose. Ja, zum Jagern selber sind viel Es kommt natürlich auf die Gegend drauf, wo man jagert. Weil bei uns im Weihviertel ist viel Gestrüpp und Unterholz und sonstig. Da ist man in der Funktionskleidung. Meistens von der Jagd ist meistens so das Wetter auch dementsprechend, dass die Funktionskleidung schon angenehmer ist. Der Lager, wenn du keine Lederhosen hast, dann nimmst du halt die Lackhosen. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Schau, der Christoph hat so richtige Lederhosen mit Klappe. Ja, zwei von die, warte mal, wie viel jetzt gehabt? Die vom Opa, die 2 kurzen und die 4. Und von denen sind 2 gewesen, eine kurze und die, was der Oliver hat. Ja. Die sind mit der Klappe gefahren, wie es gehört. Und wie gesagt, und die anderen 2 nicht. Die sind eher, also echte, aber halt aber normal zum die haben Knäpfen. nicht das noch, ja. Aber wir werden uns auf jeden Normales Fall... Hosendirndl zum Knäpfen. Ja, wir werden uns Ideen einfallen lassen. Am 29. werden wir eine Jagerpavlatschen machen. Zumindest in Schwerpunkt. Und wenn alle Strick reißen, gibt es zumindest eine Jagertag. Das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Beim Jagerball sind wir angezogen, ja, Trachtenanzug, richtig, und dann in letzter Zeit sind wir tatsächlich auch dort im Frack. Auch im Frack. Aufmarschiert, weil wir gesagt haben, das passt eigentlich, weil ja der Wiener heurigen Musiker am ehesten, wenn wir das jetzt auf die Schrammeln gemünzt haben oder so, Am Ball im Frack ist, ja. am das Ball in passt, der ja. Hofburg im Frack gespielt hat. Also als Also Berufskleidung Arbeitskleidung, sozusagen. ja, Ja. muss man sagen, ja. Und vorher war es tatsächlich, waren wir im Trachtenanzug, wobei auch hier natürlich das Problem ist, dass mir alles zu groß geworden ist und das habe ich alles nicht mehr. Ich habe alles noch. Ja. Ich kann voll ausgestattet. Ja. Schaue aus wie der Oberbürgermeister. Der Apollon-Messe, klar, sehen wir uns in Wels. Ich glaube nicht an den Stelle. Wann ist denn die Messe? Die Motorradmesse in Wels? Aber ich glaube fast nicht. Das ist schon länger offen. Nein, ist heute aufgemacht. Ah, okay. Bouvier. Okay, alles klar. Mein Mucke hat sich erlaubt, da zu nehmen. Aber ich gesagt, Ja, du hast alle Rechte. Wie gesagt, nachdem ich das letzte Mal hier den guten Weihwecker gesoffen habe, habe ich gesagt, du darfst trinken, was du willst. Achso, was haben wir da weggenommen? Ich war ich da dabei. Den Lentner, der war nicht vorgesehen für das. Naja, der war halt 15 Jahre alt schon. Den hat es extra sehr aufgehoben. Aber ja, das ist passiert. Nicht? Der hat aufgemacht Im und da Gefecht. war es gleich was. Ja, sie hätte mir gerne aufgemacht. Ich hätte gerne was gekostet davon. Habe ich gesagt, darfst du. Prost. Darfst du alles trinken, habe ich gesagt. War Messe Wels? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Schwierig. Klaus im Frack muss ein Bild für Götter sein, sagt der Olmes. Das passt ja wunderbar. Na, erst. Es gab ja sogar Pavlatschen im Frack. Es gibt sogar Bilder, schauen wir ein bisschen nach bei uns. Gibt es sogar Ja, gibt sogar also Bilder auch. Bilder, also, Videos gibt es. Ja, im Frack. Pavlatschen in Frack sogar geben. Die erste Die erste- Pavlatschen nach dem Lockdown. Der Frühschoppen. Ja, also Pavlatschen hat so eine Frühschoppen war das. Kasse, ja. Der Frühschoppen am Sonntag war. Ja, aber das erste Mal, wo wir nach dem Lockdown wieder zusammenkommen durften, War da. sind wir auch im Frack. Ja, da habe ich einen Rausch gehabt. Wirklich wahr? Ja. Nachher dann Ach so. vor allem. Da haben wir ja gegessen, gell? Man geht nicht, Elisabeth ist heimgefahren damals. Ne? Da haben wir dann noch Habe ich nicht mit gegessen. dem Auto fahren müssen. Ja. Ich muss schauen, ob meine noch passt. Ich habe 20 Kilo zugenommen, das ist das andere Problem. Wobei der Frag oben wahrscheinlich wird gehen, aber die Hosen wird nicht gehen mehr. Das wird. Schau, der Ackerl hat schon vom Essen nach der Messe.
Ich weiß nicht. Na, wenn dann müssen die mich einquartieren. Bei den Schlögels. Mein Vanucci meine ich, nicht die Krachledernen, ja genau. Nein, die soll mir da also ein Motorradledern Kluft kaufe ich mir gar nicht. Tracht und mit Gamsbad. Habe ich gehabt, gell? Du hast einen Gamsbad gehabt, ja. Wurde mir nicht selbst geschossen, sondern wurde mir dediziert. 9. bis 11. Februar. Na ja. Schauen wir mal. Danke, Oli Slonek, für die Info. Schauen wir mal. Ich glaube aber fast nicht. Ich glaube, es sind wir zwei und so weiß nicht. Frag beim Latschen war sehr leibend. Hätte ich, jawohl. Aber da haben wir mehr gehabt. Ich glaube, wir haben zwei gehabt. Zwei Einmal sogar aus der Klause Klaus. Ja, einmal war mit der Klause im Frack. Das war, glaube ich, die 100. oder was? Vielleicht? So was wahrscheinlich. Es könnte sein, dass das die 100. war, ja. Das kann sein. Ja. Und einmal, das war es eben noch nach den Lockdowns, wo wir wieder zusammenkommen. Es war kein Pavage, in dem Sinne ein Frühschoppen. Ja, genau. Schauen wir mal. Da war eigentlich super und dachte, Gott sei Dank sieht man unsere Fest nicht. Ja, dann haben wir beide Botschen angehabt, ne? Weil die Schuhe haben wir nicht dazu. Wie so oft wie die ganzen Nachrichtensprecher und so. Nicht? Ja. Im Sommer oben das Sakko und nicht der Unterhosen. Zumindest. Blöd ist, wenn er früher aufsteht. Ne? Das ist ja auch schon vorgekommen. Das ja. Du, was spielen wir denn jetzt? Was haben wir denn jetzt gesagt? Ja, da steht. Nein, wir haben vorher was anderes. Glöckerpartie war viel. Kegelpartie, jawohl. Was ist denn das? Die Tor. Wie wir kleine Kinder waren, am Markt steht allerlei. Da war für uns die größte Freude, ein Haustor, Leiterei. Der Hausmeister ist rausgerinnt, erwischt hat er mich nie. Ich hab ihm die langen Hosen zeigt, vom Haustor vis-à-vis. War das Höchste für mich. Leider geht's so Freude durch alles klein. Ein Klinkerlpartie, der was leid, der war ich. Du wenn's groß bist, ist alles dein. Und hab ich manches Mal so meine Schimpfer gekriegt. Das war mir die Garde wert, das war mir die Garde wert. Und hat die Frau Mama mir öfters auch nicht zischt, so war es nie. Der Hausmeister, weil der hat mich nicht erwischt bei meiner Kegelpartie. Der was nicht, der war ich. Du wenn's groß bist, ist alles dein. Und hab ich manches Mal so meine Schimpfer gekriegt. Das war mir die Garde wert, das war mir die Garde wert. Und hat die Frau Mama mir öfters auch nicht zischt, so war es nie. Der Hausmeister, weil der hat mich nicht erwischt bei meiner Klinkerlpartie. Der was leid, der war ich. Nur wenn's groß bist, ist alles dahin. Nur wenn's groß bist, ist alles dein. Die 7 Lacker, ja, ich 4, 2 Haberotten, mein Zegel steht am Grund. Ach so, wie die 2 Trotten, werden's nicht bald gesehen haben. Ein Menschen, na das gibt's nicht. Oh Jesus, du nicht schlagen. Das Höchste war ein Schneuzer, sonst zerressen's mir den Wohn. Vom Land zum Lust, das Feuer ist in 12 Minuten hin. Da springt man keinen in Galopp.
Da geht's rüber, trupp, trupp, trupp. Wenn's nachher so recht schießt, dann spür ich's in mir drin, dass ich die rechte Brotz noch hab, dass ich ein Fiaker bin. Ein Kutscher kann ja jeder werden, aber fahren, das können sie nur in Wehren. Mein Stolz ist, ich bin heut ein echter Werner Kind, ein Fiaker wird man nicht alle Tag finden. Mein Blut ist so liftig, so leichter wie der Wind. Jo, ich bin heut ein echter Werner Kind. Ich bin bald 60 Jahre alt, 40 Jahre steh ich am Stand. Der Kutscher und sein Zeigel waren alle fest beieinander. Und kommt's einmal zum Anfahren und wär ich dann begraben, ja, dann spannt's mir meine Ruppen ein und fiert's mich übern Grund. Dann lass es sauber laufen, fiert's mich im Trab hinaus, ich büt mir's aus, nur nicht im Schritt. Nehmt sie mir nicht wegen a Kreuzung mit. Das ist ein Muss, das Umziehen ins allerletzte Haus. Und die Leute sollen's ruhig merken, ein Fiaker fieren's hinaus. Und auf mein Grab stand da so ich steh, damit's die Leute deutlich sehen. Sei stolz war, war heut ein echter Werner Kind. Ein Fiaker, wie man nicht alle Tag findet. Sein Blut war so liftig, so leichter wie der Wind. Ja, war heut ein echter Werner Kind. Schön interpretiert, muss ich sagen, von dir. Dankeschön, Dankeschön, Wunderschön, Dankeschön. Ja. Eine Freude, dich begleiten zu dürfen. Dankeschön, das ist lieb, dass du da bist. Ja. Da muss ich wirklich sagen. Nein. Also, Ja, wir kennen uns eh schon so lang, brauchst du nichts sagen. immer wieder ein Vergnügen. Das gefällt mir, ja, ebenso. Und Und in manchen Situationen ist es einfach so, da geht es doppelt so schön. Ne? Ja, Das ist eh. so, auch nach 30 Jahren. ja, absolut, ja, also Fahrt jetzt nicht, also das kann man Das sagen. ist- Und wir haben ansonsten, kurz noch, haben wir irgendwas vor in dem Jahr nicht wirklich, gell? Nicht wirklich was. Nein, aber, nein, wir haben schon wir haben schon einiges vor. Aber ich meine, das Das klingt viel so- eigentlich. Wir haben viel vor, aber viel, ich sage einmal, Das ist viel, was es wird im Laufe, das 30-Jährige wird kein Feierjahr für uns, es wird ein Arbeitsjahr sein, wo viele Sachen entstehen werden, die dann im Laufe der nächsten Jahre dann präsentiert werden, schlagend werden sozusagen. ja. Das ist das Interessante an dem Jahr. Sicherlich, ja. Nein, das gibt Es wird komponiert werden, es werden Aufnahmen gemacht werden, es wird etwas geben, aber wie und alles das entsteht alles jetzt da. Ich sage mal, ich lade mich insofern aus dem Fenster, es wird viel geben, was jetzt nicht groß ist, ist, sondern aber- in der Summe dann. Aber insofern lade ich mich aus dem Fenster, weil es kann schon sein, dass das eine oder andere vielleicht schon Größeres auch kommt, aber wir Ja. wissen es nicht. Es ist ja alles so unsicher, also unsicher, nicht, ich meine, es hat das Wort geschehen oder Gottes so. Willen. Das auch, aber Das sowieso, also das ist eine eigene Geschichte. nein, es ist, Aber man es muss ein ist, bisschen was auf sich zukommen lassen und es kommt Ja. zu und es kommt viel auf uns zu. und wir haben das so besprochen auch, oder wir haben, so, wenn wir darüber geredet haben, schaut, wir spielen mit Leidenschaft und wir spielen gern und wir sind Wiener Liedmusiker. Und wir müssen bei aller Euphorie und allem aufpassen, dass wir das nicht vergessen dabei. Nicht? Also wenn du jetzt sagst und du machst irgendwelche Festivitäten, ich meine, ist eh wurscht, ja, aber ein Jahr, da ist 30 ist, kannst du schon feiern, ist schon richtig, aber wenn man natürlich da zu viel sie Sachen anfängt, die eigentlich dann ein bisschen fast Überkantitelt sind. ja, oder oder von unserer eigentlichen Tätigkeit entfernen. entfernt ist das Ding.
haben wir gesagt, das muss man aufpassen. Also ein bisschen darf man schon. Ein bisschen darf man schon. Und manchmal so wie die Stränge schlagen ist nie schlecht, muss ich auch sagen, das gehört schon dazu. Aber in erster Linie wollen wir eigentlich schlicht und einfach das Wienerlied pflegen und verbreiten. Und was wirklich eine große Aufgabe für uns heuer, was wir rauskristallisiert haben, ist die Erweiterung des Repertoires ins Unendliche. Auf jeden Fall. Weiter, gehen Auf wir. jeden Fall. Wir wollen mehr miteinander wieder spielen. Sozusagen. Miteinander spielen, wieder Auch so, ja. miteinander, Also wieder proben miteinander. Genau. Wir haben uns schon Und überlegt, nicht nur ob wir proben miteinander, sondern auch miteinander einfach spielen. wieder. Wir haben uns schon überlegt, ob wir das nicht dann einfach auch live stellen. Einfach nur die Kamera einschalten Und original, wenn wir... wenn wir proben, wenn wir... Das kann halt natürlich... Gar nicht, dass wir nur fressen, also gut speisen, dass wir nur kochen den ganzen Tag oder so. Aber da entstehen die besten Ideen des Öfteren. Das ist... Ja, und wir wollen das einfach... Und da, wie gesagt, um was uns geht, ist, dass wir vielleicht auch übervorsichtig sind, dabei, dass wir unser eigentliches tun, dass wir das nicht verdecken oder dass das in den Hintergrund rückt. Weil, die Erfahrung haben wir jetzt schon gemacht, eben auch mit dieser Social-Media-Geschichte, die wahnsinnig gut funktioniert, immer noch irrsinnig viel Arbeit ist oder mehr Arbeit wird immer noch, aber natürlich auch schon mehr Früchte trägt. Aber natürlich, da haben wir schon gemerkt, aufgrund dieser Herausforderung zeitlich, sind wir gar nicht mehr viel zusammengekommen zum Spielen. Wir haben die Zeit nicht gehabt. Und mittlerweile haben wir da schon ein bisschen mehr im Griff. Dann haben wir natürlich auch Unterstützung durch den Ackerl, durch die Chantal. Durch Chantal, ja. Vielleicht kommt noch wer dazu, vielleicht brauchen wir noch mehr, dass er uns noch dabei hilft. Und wir wollen eigentlich, wir haben gesagt, nein, wir müssen ein bisschen die Notbremse ziehen. Nicht weniger Social Media machen, ganz im Gegenteil, aber wir müssen es so koordinieren können, dass wir mehr spielen. Dass wir wieder zur Musik machen auch kommen können. Also dass das wirklich auch mit das auch funktioniert. Das schenken uns zum 30-Jährigen. Das schenken wir uns sozusagen, ja genau. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigere. Und natürlich, irgendwas wird schon passieren, wir werden schon irgendwas finden. Da sind noch genug. Ich bin überzeugt davon. Wir wollen schon schauen, ob wir uns das aufnehmen, ob wir wirklich ein Album machen. Aber Album machen, wissen wir nicht. Aufnahmen werden entstehen im Laufe des werden schon Jahres. was Auf eine Art und Weise. Es wird was passieren. Wir werden schon irgendwas machen, ja. Erweiterung des Repertoires. Der Wilder mit seiner Maschine. Ja, kommen schon die Wünsche, bravo Mecke. Ja, nein, wir werden jetzt einmal schauen. Wir werden einfach durchhackern. Hat nichts mit Ackerl zu tun. Die Maggie gefällt mir immer so, da merkt man, da schlagt das Bayerische durch. Der Wilde. Der Wilder mit seiner Maschine. Der Wiener heißt mit der Wüde. Der Wüde mit seiner Maschine. Das gefällt mir, wenn sie in Bayern auch, wenn sie Wienerlieder singen. Ja. Die singen dann zwei große Buben, die schupfen Kreuzer. Da singen sie zwei große Buben, die schupfen Kreuzer. Aber zwei, fängt schon mit zwei an, das heißt zwei. Schau, der Ackerl sagt, das stimmt, die brauchen einen Assistenten. Einmalig, ja. Making of auf Wienerisch, ja. Der Ackerl braucht einen Assistenten um die Vorsortierung der Videos und Fotos. Ja, nein, es ist einfach, wir haben viel vor, also das kann ich schon sagen, dieses Jahr ist keines, wo wir uns zurücklehnen, aber wir haben wirklich gesagt, wir müssen uns diszipliniert darauf besinnen, was wir eigentlich machen, nämlich Wienerlieder spielen. Wienerlieder spielen und genau. Und es ist da schon bezeichnend, muss man echt sagen, weil ich bin ja einer, der da, oder wir sind beide so ein bisschen an die Zeichen des Universums glauben. Und es ist auch schon bezeichnend, dass gerade jetzt dass zwei Bälle ausfallen, mehr oder weniger. Und der dritte nicht dazukommt, also das ist... Genau, und der Ball, wo ja das Wienerlied per se sehr geschätzt wird und wirklich als solches dort hier hingeholt wird, der Philharmonikerball bleibt, die anderen fallen aus. Wie gesagt, ich will gar nicht über die Bälle jetzt schlecht reden, sondern es ist natürlich einfach dort, da spielst natürlich, ja, da spielst 4-5 Stunden, da spielst aber, das ist jetzt nicht der Kulturgenusspunkt schlechthin. Ne? Weil, wie soll das gehen nach 5 Stunden? Am 3 in der Früh, wenn es dann alle schon kommen, ja, am 4, ja. Also dann da bist du nicht mehr auf der Höhe. Wo hast du jetzt Herz auf? Ja, wir spielen es jetzt 6 Stunden. Das ist einfach die Klassiker dann. Ja, das ist... Und es ist auch lustig, wir haben auf den Bällen viel Hetz kommt alles, aber es ist natürlich am weitesten weg von dem, was eigentlich uns ausmacht, diese Wienerlied-Geschichten. Und da wollen wir halt schon diszipliniert darauf schauen, dass wir das nicht vergessen.
dass wir in Wiener Lieder spielen, einen Schmäh machen, plaudern, Wein trinken, hetzen, so wie wir sind, authentisch. Authentisch, ja. Das Das- wird sich das- erinnern. Das kennen wir auch anders nicht. Das Wir funktioniert kennen es nicht. anders nicht. Das Ja. funktioniert nicht. Aber die Gefahr ist halt immer, dass man halt sich dann auf einmal anfängt zum ein bisschen verbiegen. Ja. Und das wollen wir nicht. Susanne Moser sagt, na lasst euch nicht stressen, Wiener Lied bleibt Wiener Lied. Ich danke dir schön. Genau. Ich bin ein alter Traurer, es wird ein Weiser. Ja, nein, es gibt so viele Lieder und wir haben schon einiges vor, also macht euch keine Sorgen. Da wird schon was passieren und wie gesagt, was sonst so eventtechnisch Geschichte, werden wir erst sehen. Das Jahr ist noch jung, Das Jahr ist jung, ja. aber Außerdem, es gibt ja auch ein nächstes Jahr, es gibt ja auch ein danach, nach dem 30. Das man soll so man sagen? nämlich nicht das vergessen. kann man so sagen. Aber wir werden schon irgendeinen Blödsinn machen. Das wird schon Ding. Munro ist da schon, aus Thailand. Jawohl, am Weg zur Arbeit wahrscheinlich. Jawohl, das gefreut mich jetzt noch. Das Servus. gefreut mich noch, dass der Munro da zuschaut. Jetzt haben wir wirklich, also Istanbul haben wir, Thailand haben wir, Helsinki haben wir, die Schweiz, zweierlei, Deutschland haben wir. Also das ist wirklich ganz großartig. Das macht uns einen Riesen. Und das muss ich sagen, das ist jetzt natürlich nicht das Möglicherweise lukrativste. Australien und USA auch, aber die schreiben nicht. Wahrscheinlich. Gut, ich weiß nicht, ob es live dabei ist. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ich tue das jetzt nochmal einblenden, im Sinne von der Hut geht rum, haut so seinen Hut. Ich danke euch schön, das war leiwand. Gebet dem Burm, was dem Burm auch gut leben lässt. Das Draht sei mit euch, Was ist mit uns? das Draht sei mit euch Ist Draht? und mit seinem Traktor. Das geht so das nicht. Nein, das ist ja. Das Draht sei wieder. Wir sind ja in Wien, nicht am Land. Weil viel. Unglaublich. Also gut, hat so seine in Hut für die Musik. Fauna Flora Reiker. Richtig. Die Drehers des Landes. Und ja, wir sind aktiv, wir werden schon wieder was aufführen. Und jetzt spielen wir noch eine Abschlussnummer. Hätte ich gesagt, in Herrgott der Stadt zum Abschluss dieser Pavlatschen. Wir freuen uns auf weitere. Freue mich auf nächste Woche, ja. Und Freue mich schon beim Taschler. Taschler unbedingt. Wird super, da fahren wir wieder an. Und es ist, jawohl, wir sind wieder dort, wo wir hinkehren zum Spielen. Und das gefreut mich. Das wird was. Das wird leibend. Ich sage jetzt einmal, vielleicht nicht mit dem, was ich im Glas habe, aber Ich schon. zumindest mit einem ordentlichen Schluck. Danke. Danke. All die eine OP haben, alles Liebe, alles Gute für den Donnerstag. Susanne Moser, alles Gehen wir. Alles Gute für die. Haben wir noch nicht gehabt. Ja, weil ich vorher gesehen habe, der Franz Brandwein haben jetzt erst dann immer einen Kollegen eingeräumt von den Fiaker, dem natürlich soll auch der letzte Schluck mitgewidmet sein. In diesem Sinne, alles Gute, Dankeschön. Was, in Thailand ist gerade 4 Uhr. Macht die Arbeit in Thailand, so erwischen müsste heute eine XL beweisen. Ja, all mein Stuff, aber der Munro, der steht so früh auf. Der Am Montag. fährt sehr zeitig in die Arbeit, ja. Du hast mich vollkommen recht, gut aufgepasst, aber tatsächlich, der Munro ist ein Viech. Munro ist am Montag ein Viech, das taugt uns voll. Ja. Ja, alles dann, mit dem Herrgott als Star, sagen wir, für dich gut dabei. Ja. Und bis zum nächsten Montag. Für dich. Viert euch. In Ottergring raus, in ein uralten Haus, in ein Hof in der Speckbuche Gossen. Da ist Klein ganz verstaubt, seiner Zierde beraubt, ein Herrgott Star ganz verlassen. Ich habe mich entdeckt und als Kind dort versteckt, mein Kindreal unter meine Stollen. Denn die größeren Buben wollen auf die Stollen wie den allen. Als Kindreal jeden's mein Stollen. Herrgott
Stadt, du nur allein, hast mir als Bibel verstanden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bist du wie ein Freund davor gestanden. Oft hab ich geweint und mich an die gelernt, denn Kindersorgen sind groß. Herrgott aus Stadt, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Ja, das ist schon lang her, von dem Haus steht nichts mehr. Und Ottergrin hat sich verändert. Heute wird überall gebaut, alles alte zerhaut. Auch die Menschen, die haben sich geändert. Ich fahr öfters noch raus, denn meine Mutter wohnt raus. Und wie ich so hingeh zu ihr, da liegt ganz verlassen, zerschlagen auf der Straße, mein steinerner Herrgott vor mir. Herrgott aus Stahl, ich glaub wir zwei haben uns noch rechtzeitig gefunden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bin dir als Freund stets verbunden. Ich trag die heim und mit dir zusammen, sind deine Schmerzen groß. Herrgott aus Stadt, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Alles Vierte Liebe. gut. Bis zum nächsten Mal. Für dich.